Die Witwe nahm ein schiefes Haus, Musik, als Bezahlung von ihrer Gönnerin an. Doch der Grund für seine Schieflage veränderte ihr Leben. Lena war eine Witwe mit 6 Kindern, die Hunger litt. Ihre millionenschwere Gönnerin bot ihr als Bezahlung ein altes, schiefes Haus an, das niemand haben wollte. Ein Haus, das so stark geneigt war, dass es aussah, als würde es jeden Moment einstürzen, von dem alle sagten, es sei. Doch als sie entdeckte, warum es so schief war, als sie das verschlossene Zimmer öffnete, das die gesamte Struktur auf eine Seite neigen ließ, verstand sie, dass sie soeben viel mehr als nur ein Dach Musik erhalten hatte, und nun muss sie mit ihrem Leben verteidigen, was die Großzügigkeit ihr geschenkt hat. Erzählen Sie uns unten in den Kommentaren, aus welcher Stadt Sie uns hören. Und los geht's mit der Geschichte. Der Tag, an dem Lena Brunner ihren Mann Thomas mitten in der Schreinerei zusammenbrechen sah, mit der Hand Musik fest an die Brust gepresst und den Augen vor Schmerz weit aufgerissen, wusste sie, dass ihr Leben in Stücke zerbrochen war. Es gab keine Zeit für Abschiede, es gab keine letzten Worte, nur den dumpfen Aufprall des Körpers auf den Betonboden, ihren erstickten Schrei und danach die grabesehnliche Stille, die sich wie ein permanenter Geist in ihrem Zuhause einnistete. Thomas war 42 Jahre alt, Lena Musik 38 und hatte 6 Kinder zu ernähren. Elias 14, die Zwillinge Mark und Simon 11, Laura 9, die kleine Clara 7 und Baby Musik Gian, der gerade 2 Jahre alt wurde. Die ersten Monate waren ein Abstieg in die Hölle. Die Werkstatt schloss, die Schulden wuchsen. Die Gläubiger kamen an die Tür und forderten Zahlungen, die Lena nicht leisten konnte. Sie verkaufte Thomas Werkzeuge, die wenigen guten Möbel, die sie hatten, sogar ihren Ehering, aber nichts war genug. Grünwald, das Dorf, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, fühlte sich plötzlich feindselig und kalt an. Die alten Freundinnen sahen sie mit Mitleid an, oder noch schlimmer, mit kaum verhohlener Verachtung. Arme Lena, tuschelten sie auf dem Dorfplatz. Wie soll sie diese 6 Kinder allein ernähren? Eines Nachmittags Pirfer am Oktober, mit leerem Magen und den Kindern weinend vor Hunger zu Hause, ging Lena zum Herrenhaus Tannenhof Musik am Dorfrand. Es war ein riesiges Anwesen, das Frau Elisabeth Bachmann gehörte, einer Millionärin, die in der ganzen Region für ihr Vermögen und ihren schwierigen Charakter bekannt war. Man sagte, sie sei auch Witwe, obwohl das schon über 20 Jahre her war. Man sagte, sie sei hart wie Stein und kalt wie Eis. Aber man sagte auch, sie bezahle gut. Musik. Lena klopfte mit zitternden Händen an die Dienstbotentür. Eine ältere Frau mit strengem Gesicht öffnete ihr und musterte sie misstrauisch von oben bis unten. »Was wollen Sie?« »Ich komme, um zu fragen, ob Sie Hilfe brauchen«, sagte Lena und schluckte ihren Stolz hinunter, als wäre er Glassplitter. »Ich kann putzen, kochen, was immer nötig ist. Ich habe 6 Kinder und warten Sie hier«, unterbrach die Frau und schloss ihr die Tür vor der Nase. Lena wartete unter der glühenden Sonne und spürte, wie der Schweiß ihr den Rücken herunterlief und die Scham ihr die Wangen brannte. Fast eine Stunde später, Musik, öffnete sich die Tür wieder. Diesmal war es eine andere Person. Eine große Frau um die 60, elegant, aber schlicht gekleidet, das silbergraue Haar zu einem makellosen Knoten zusammengebunden. Ihre Augen waren grau und durchdringend. Musik, als könnten sie jedes Geheimnis lesen, das Lena zu verbergen versuchte. »Sie sind Thomas Brunners Witwe«, sagte sie ohne Umschweife. Es war keine Frage. »Ja, Frau Bachmann. Wie viele Kinder haben Sie?« 6, Frau Bachmann. »Und wie alt ist Musik das Jüngste?« 2 Jahre, Frau Bachmann. Frau Bachmann beobachtete Lena schweigend, was eine Ewigkeit zu dauern schien. Dann nickte sie leicht. »Ich brauche jemanden, der putzt, kocht, sich um das große Haus kümmert. Die Arbeit ist schwer, die Stunden lang. Ich dulde keine Faulheit und keine Ausreden. Können Sie das?« »Ja, Frau Bachmann«, antwortete Lena ohne zu zögern, obwohl sie keine Ahnung hatte, wie sie es mit Gian schaffen sollte. »Ich kann alles. Die Bezahlung ist fair. Sie fangen morgen um 6 Uhr morgens an. Kommen Sie nicht zu spät.« Und das war Musik, alles. Frau Bachmann schloss die Tür und Lena eilte fast rennend nach Hause. Ihr Herz pochte so stark, dass sie dachte, es würde ihr aus der Brust springen. In dieser Nacht konnte sie zum ersten Mal seit Monaten Brot und Milch für ihre Kinder kaufen. Sie sah sie essen mit einer Mischung aus Erleichterung und Traurigkeit, die ihr die Kehle zuschnürte. Aber am Dorf zögerten die Zungen nicht, sich zu bewegen. Lena Brunner, die respektable Witwe, arbeitete jetzt als Dienstmädchen für die Millionärin. Was für eine Schande, was für ein Fall. Die Klatschtanten tuschelten auf dem Markt, in der Kirche, an jeder Ecke. Sie hat keine Würde. Musik, sagte Frau Meier, die größte Klatschtante von Grünwald. Ich würde lieber vor Hunger sterben, als mich so herabzulassen. Lena hörte die Kommentare und ballte die Fäuste. Aber sie antwortete nicht. Diesen Luxus konnte sie sich nicht leisten. Ihre Kinder brauchten zu essen. Die ersten Tage auf dem Anwesen waren anstrengend.
Lena kam, als es noch dunkel war, ließ Elias auf ihre Geschwister aufpassen und kehrte erst zurück, wenn die Sonne bereits untergegangen war. Das große Haus war riesig, 3 Stockwerke, mehr als 20 Zimmer, Musik, Marmorböden, die auf Knien gewischt werden mussten, riesige Fenster, die Stunden der Reinigung erforderten. Musik. Und Frau Bachmann war anspruchsvoll, ja, aber nicht grausam. Sie beobachtete sie bei der Arbeit mit diesen grauen, undurchschaubaren Augen, aber sie schrie sie nie an, beleidigte sie nie, wie Lena es befürchtet hatte. Tatsächlich war etwas Seltsames an der Art, wie Frau Bachmann Lena behandelte. Manchmal, wenn Lena die Bibliothek putzte, spürte sie den Blick der Millionärin auf sich. Andere Male stellte Frau Bachmann ihr unerwartete Fragen. Geht Ihr ältester Sohn zur Schule? Ist das Baby gesund? Was hat Ihr Mann studiert? Lena antwortete mit Respekt, aber mit Musik, Ehrlichkeit. Und nach begann sich etwas zu ändern. Frau Bachmann begann, ihr Kleidung zu geben, die sie nicht mehr trug. Alte Spielsachen ihres Sohnes für Gian, Musik, Bücher für Elias, kleine Gesten, die Lena mit immenser Dankbarkeit entgegennahm. Eines Nachmittags am November, als Lena den Korridor am 2. Stock fegte, Musik, hörte sie laute Stimmen aus Frau Bachmanns Arbeitszimmer. Es waren ihre Nichten und Neffen Reto und Franziska Bachmann, die das Anwesen jeden Monat besuchten unter dem Vorwand, nach der Tante zu sehen, aber in Wirklichkeit nur sicherstellen wollten, dass ihr Erbe intakt blieb. Tante, es ist lächerlich, dass du allein in diesem riesigen Haus mit nur einer Dienstbotin lebst, sagte Reto mit einer honigsüßen Stimme, die nicht zur Kälte in seinen Augen passte. Du solltest zu uns nach Zürich ziehen. Wir können uns besser um dich kümmern. Ich brauche keine Musikpflege, antwortete Frau Bachmann mit einer Stimme, die trocken wie die Wüste war, und schon gar nicht von euch. Musik, die ihr nur darauf wartet, dass ich sterbe, um euch das zu teilen, was mir bleibt. Die Stille, die folgte, war angespannt und Musik eiskalt. Lena stand mit dem Besen in den Händen wie gelähmt, wagte nicht, sich zu bewegen. Dann hörte sie die wütenden Schritte der Nichten und Neffen, die die Treppe hinuntergingen, ihr vergiftetes Gemurmel, alte Sturköpfin. Wir werden sehen, wer das letzte Wort hat. In dieser Nacht, als Lena gerade die Küche fertig geputzt hatte, Musik, kam Frau Bachmann mit einem Glas Wasser herein, setzte sich an den Tisch, was sie nie tat, und beobachtete sie lange schweigend. Lena, sagte sie schließlich, was würden Sie tun, wenn Sie viel Geld hätten und keine eigenen Kinder? Die Frage überraschte sie. Lena Musik legte das Tuch auf die Spüle und wandte sich ihrer Gönnerin zu. Ich weiß es nicht, Frau Bachmann. Ich nehme an, ich würde sicherstellen, dass es nicht in die falschen Hände fällt. Frau Bachmann lächelte zum ersten Mal. Es war kein warmes Lächeln, sondern eher traurig, müde. Sie sind klüger, als sie scheinen, murmelte sie. Lena wusste darauf nichts zu antworten, aber diese Unterhaltung blieb ihr tagelang am Gedächtnis. 2 Wochen später, an einem Samstagnachmittag, bat Frau Bachmann sie zu einem Anwesen zu begleiten, das sie am Rande von Grünwald besaß, in der Nähe der Straße, die nach St. Gallen führte. Lena ließ ihre Kinder bei einer Nachbarin und stieg nervös und verwirrt in den SUV der Millionärin. Sie kamen auf ein großes, verwildertes Grundstück, auf dem ein altes Holzhaus stand. Aber das Seltsamste an diesem Haus war, dass es komplett auf eine Seite geneigt war, als hätte eine Riesin es verschoben. Die Wände bogen sich in unmöglichen Winkeln. Das Dach schien jeden Moment einzustürzen. Die Fenster waren zerbrochen. Musik. Das ist mein altes Haus, sagte Frau Bachmann, während sie um die Struktur herumgingen. Mein Großvater hat es vor fast 100 Jahren gebaut, aber es steht seit Jahrzehnten leer. Niemand will es. Sie sagen, es sei verflucht. Lena beobachtete das Haus mit Neugier, mehr als mit Angst. Sie glaubte nicht an Geister, aber ihr fiel etwas Seltsames auf. Musik, die Neigung war nicht gleichmäßig. Es war, als würde etwas sehr Schweres das Haus auf eine bestimmte Seite ziehen. Warum ist es so schief, Frau Bachmann? Frau Bachmann sah sie mit diesen durchdringenden grauen Augen an, und für einen Moment Musik, dachte Lena. Sie würde eine Antwort bekommen, aber die Millionärin lächelte nur wieder mit diesem mysteriösen und müden Lächeln. Das, liebe Lena, Musik ist ein Geheimnis, das nur ich kenne. Sie kehrten schweigend zum Herrenhaus zurück. Aber Lena konnte nicht aufhören, an dieses schiefe Haus und an Frau Bachmanns Worte zu denken. Da war etwas verborgen, etwas Wichtiges. Und ohne zu wissen warum, spürte sie, dass dieses Geheimnis ihr Leben für immer verändern würde. Die Antwort würde viel früher kommen, als sie es sich vorgestellt hatte. Musik. Und auf eine Weise, die sie niemals hätte vorhersagen können. Denn 3 Tage später, an einem Dienstagnachmittag, würde Frau Bachmanns Sohn mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn aus Zürich zu Besuch kommen. Und dieser 5-jährige, schelmische und neugierige Junge würde sich dem Rand des künstlichen Teiches am Garten des Anwesens zu sehr nähern.
und als er ins Wasser Musik fiel, schreiend und verzweifelt mit den Armen rudernd, wäre es Lena, die in der Nähe war. Es wäre Lena, die in einem Bruchteil einer Sekunde die wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen müsste. Der Dienstag begann mit einer erdrückenden Hitze, die einen Sturm ankündigte. Lena kam wie immer pünktlich um 6 Uhr am Herrenhaus an, fand das Haus aber in ungewöhnlichem Aufruhr vor. Frau Bachmann war in der Küche und gab der anderen Angestellten, einer jungen Frau namens Lisa, Anweisungen, die bei der Essenszubereitung half. »Musik, mein Sohn kommt heute aus Zürich«, verkündete Frau Bachmann, ohne den Blick von der Liste zu heben, die sie schrieb. »Er bringt seine Frau Valerie und meinen Enkel Levin mit. Ich möchte, dass alles Musik, makellos ist. Das Hauptschlafzimmer am 2. Stock muss glänzen. Die Bettwäsche neu, die Handtücher sauber, frische Blumen am Bad.« Lena nickte und machte sich sofort an die Arbeit. Sie hatte von Frau Bachmanns Sohn, Stefan Bachmann, gehört, ihn aber nie kennengelernt. Laut Lisa war er ein erfolgreicher Ingenieur, der seine Mutter fast nie besuchte, zu beschäftigt mit seinen Geschäften und seinem Leben in der Stadt. Frau Bachmann wird nervös, wenn er kommt, vertraute Lisa ihr an, während sie das Zimmer vorbereiteten. »Ich glaube, es schmerzt sie, dass ihr Sohn sie so selten besucht. Er kommt nur aus Verpflichtung, wissen Sie, nicht wie wir, die wir hier Musik jeden Tag sind.« Lena antwortete nicht, aber sie nahm diese Information in ihrem Herzen auf. Sie kannte diese Art von Schmerz, Musik jemanden zu lieben, der nicht mit der gleichen Intensität erwidert. Stefan und seine Familie kamen gegen 15 Uhr in einem schwarzen BMW SUV an, der eine Staubwolke auf dem Kiesweg aufwirbelte. Lena sah sie vom Fenster am 2. Musikstock aus. Ein Mann um die 35, groß und gut aussehend, in teurer, aber legerer Kleidung. Seine Frau, eine schlanke Frau mit gefärbten blonden Haaren und riesigen Sonnenbrillen. Und der kleine Levin, ein 5-Jähriger mit dunklem, lockigem Haar, der aus dem Auto sprang, bevor es vollständig zum Stillstand kam. »Levin, still«, rief Valerie mit scharfer, verärgerter Stimme. »Du wirst dich verletzen.« Aber der Junge rannte bereits lachend und schreiend auf das Haus zu, als wäre die ganze Welt sein Spielplatz. Frau Bachmann kam mit einem angespannten Lächeln heraus, um sie zu empfangen. Lena ging diskret die Treppe hinunter, um nicht zu stören, aber Frau Bachmann rief: »Lena, kommen Sie, ich möchte Ihnen meine Familie vorstellen.« Lena näherte sich mit vor der Schürze verschränkten Händen und spürte die prüfenden Blicke von Stefan und Valerie auf sich. »Das ist Lena Brunner«, sagte Frau Bachmann mit einem Ton, der Lena fast stolz vorkam. »Sie arbeitet seit 2 Monaten bei mir. Sie ist eine außergewöhnliche Frau.« »Sehr erfreut«, murmelte Lena mit einem leichten Kopfnicken. Stefan erwiderte den Gruß höflich, aber Valerie sah sie kaum an, bevor sie sich ihrer Schwiegermutter zuwandte. »Mama Bachmann, es ist unerträglich heiß. Haben Sie keine Klimaanlage in diesem Haus?« »Die Klimaanlage ist in den Zimmern«, antwortete Frau Bachmann mit erzwungener Geduld. »Lena wird Ihnen zeigen, wo Sie sich erfrischen können.« Während sie die Treppe mit dem Gepäck der Besucher hinaufging, Musik hörte Lena Levin überall herumrennen, alles anfassen, Fragen schreien, die niemand beantwortete. Der Junge hatte die wilde Energie von Kleinen, die nie Grenzen gekannt hatten. Der Rest des Nachmittags verging in angespannter Atmosphäre. Während des Abendessens, das Lena am großen Speisesaal servierte, Musik, sprachen Stefan und Valerie kaum mit Frau Bachmann. Die Gespräche waren oberflächlich, voller unbequemer Pausen. Levin blieb keine Minute sitzen, stand ständig auf, um den Tisch zu rennen oder die Tischdecke zu ziehen. »Levin, setz dich«, sagte Valerie ohne Überzeugung, ohne ihn auch nur anzusehen. Frau Bachmann beobachtete ihren Enkel mit einer Mischung aus Musik, Liebe und Traurigkeit. Lena bemerkte es, während sie die Teller abräumte. Die Millionärin streckte die Hand nach dem Jungen aus, als er an ihr vorbeiging, aber Levin wich aus und rannte weiter. Der Schmerz in Frau Bachmanns Augen war wie ein Dolchstoß für Lena. Musik. Nach dem Abendessen zogen sich Stefan und Valerie in ihr Zimmer zurück und gaben Müdigkeit von der Reise vor. Levin hingegen war noch voller Energie. Frau Bachmann schlug ihm vor, am Garten zu spielen, wo mehr Platz war. Der Junge rannte davon, ohne auf eine Antwort zu warten. »Lena«, rief Frau Bachmann, als sie mit dem Abwasch fertig war, »gehen Sie nach draußen und passen Sie auf den Jungen auf. Ich traue seinen Eltern nicht zu, dass sie aufmerksam sind.« Lena ging mit einem Kloß am Magen in den Garten. Die Sonne begann unterzugehen und färbte den Himmel orange und violett. Levin rannte zwischen den Bäumen herum, jagte imaginäre Schmetterlinge und schrie aus voller Kehle. Lena folgte ihm in sicherer Entfernung, bereit einzugreifen, falls nötig. Der Garten des Anwesens war riesig, mit perfekt gepflegten Rasenflächen, alten Rosenbeeten und am hinteren Bereich, nahe der Grundstücksgrenze, ein künstlicher Teich, den Frau Bachmanns Großvater Jahrzehnte zuvor anlegen lassen hatte. Der Teich hatte einen Durchmesser von etwa 20 Metern
und war von Trauerweiden umgeben. Das Wasser sah ihr am Abendlicht dunkel und tief aus. Levin rannte auf den Teich zu, wie von einem Magneten angezogen. Lena beschleunigte ihren Schritt. »Levin, komm nicht zu nah ans Wasser. Musik«, rief sie mit fester, aber freundlicher Stimme. Der Junge sah sie über die Schulter an und lächelte mit diesem schelmischen Lächeln, das alle Kinder haben, wenn sie wissen, dass sie etwas Verbotenes tun wollen. Dann rannte er immer näher an den Rand. »Levin, halt«, drängte Lena nun mit Dringlichkeit in der Stimme. Aber der Junge hockte sich ans Wasser, fasziniert von etwas, das Musik auf der Oberfläche schwamm. Lena war 5 Meter entfernt, als sie sah, was passieren würde, einen Bruchteil einer Sekunde, bevor es geschah. Levin beugte sich zu weit vor, verlor das Gleichgewicht. Seine Arme ruderten in der Luft, suchten Halt, und dann fiel er mit einem Platschen ins Wasser, das in der Stille des Abends wie ein Schuss widerhallte. Lena dachte nicht nach, rechnete nicht, zögerte keinen Moment. Sie sprang mit Kleidern und Schuhen, mit der ganzen Last der Welt auf ihren Schultern in den Teich. Das Wasser war eiskalt und tiefer, als es aussah. Sie sank auf den Grund und spürte den kalten Schlamm unter ihren Füßen, bevor sie sich nach oben drückte. Ihre Augen brannten vom Schmutz des Wassers, aber sie konnte die kleine Gestalt von Levin sehen, wie er sank, seine Ärmchen schwach zappelten, sein Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Lena schwamm mit aller Kraft, die ihr am Körper verblieb, auf ihn zu. Sie packte den Musikjungen an der Taille, gerade als er aufgeben wollte, zog ihn an ihre Brust und trat mit den Beinen, kämpfte gegen das Gewicht des Wassers, das ihre Kleidung durchnässte und sie nach unten zog. Jede Bewegung war eine Qual. Ihre Lungen schrien nach Musik, Luft, ihre Muskeln zitterten vor Erschöpfung, aber sie gab nicht auf. Sie tauchte mit Levin in den Armen an die Oberfläche, hustete und spuckte Wasser. Musik! Der Junge weinte verängstigt und klammerte sich mit erstaunlicher Kraft für jemanden so, Musik, Kleinen an sie. Lena schwamm zum Ufer, jeder Armzug schwieriger als der vorherige, bis ihre Hände schließlich den Rasen berührten. Sie schleppte sich mit dem Jungen noch an ihrer Brust aus dem Teich, zitternd am ganzen Körper, bis auf die Knochen durchnässt. Levin hustete und weinte, aber er lebte. Er atmete. Lena legte ihn auf das Gras Musik und überprüfte seinen Mund, um sicherzustellen, dass er kein Wasser verschluckt hatte. Der Junge sah sie mit großen Augen an, voller Tränen und Angst. »Es ist vorbei«, flüsterte Lena und streichelte sein nasses Haar. »Musik, du bist in Sicherheit. Alles ist vorbei.« Die Schreie kamen einen Moment später. Frau Bachmann rannte vom Haus herbei mit einer Geschwindigkeit, die Lena bei einer Frau ihres Alters nicht für möglich gehalten hätte. Hinter ihr kamen Stefan und Valerie mit vor Panik verzerrten Gesichtern. »Levin«, schrie Valerie, fiel neben ihrem Sohn auf die Knie und riss ihn Lena aus den Armen. »Mein Baby, mein Baby!« Stefan kniete sich ebenfalls hin und untersuchte seinen Sohn mit zitternden Händen. Frau Bachmann hingegen sah Lena direkt an. Ihre grauen Augen waren voller Tränen. »Sie haben ihn gerettet«, flüsterte die Millionärin. »Sie haben ihn gerettet.« Lena konnte nicht antworten. Plötzlich verschwand das gesamte Adrenalin, das sie aufrechterhalten hatte, und sie begann unkontrolliert zu zittern. Frau Bachmann wickelte sie in ihren eigenen Schal und half ihr aufzustehen. »Lisa«, rief Frau Bachmann zum Haus, »bringen Sie schnell Decken und heißes Wasser.« In dieser Nacht, nachdem Levin vorsichtshalber ins Spital gebracht und mit einem Gesundheitszeugnis zurückgekehrt war, Musik, und nachdem Lena sich umgezogen und heißen Tee getrunken hatte, bis sie nicht mehr zitterte, rief Frau Musik Bachmann sie in ihr Arbeitszimmer. Die Millionärin saß hinter ihrem Mahagoni-Schreibtisch, die Hände verschränkt und den Blick irgendwo an die Wand verloren. Als Lena eintrat, hob Frau Bachmann den Blick. »Musik!« Ihre Augen waren rot, als hätte sie geweint. »Setzen Sie sich«, sagte sie sanft. Lena gehorchte und fühlte sich seltsam nervös. Frau Bachmann atmete tief ein, als ob sie Mut für etwas sehr Schwieriges sammelte. »Lena, Sie haben Ihr Leben für meinen Enkel riskiert, ein Kind, das Sie nicht einmal kannten. Sie sind ins Wasser gesprungen, ohne nachzudenken, ohne etwas dafür zu verlangen. Und das«, ihre Stimme brach, »das ist etwas, das ich niemals vergessen, geschweige denn bezahlen kann. Sie brauchen mir nichts zu bezahlen, Frau Bachmann.« »Musik«, antwortete Lena ehrlich. Jeder hätte das Gleiche getan. »Nein«, sagte Frau Bachmann bestimmt. »Nicht jeder. Die meisten Leute hätten um Hilfe geschrien, hätten gezögert. Sie haben keinen Moment gezögert. Sie stand auf und ging zum Fenster. Seit Monaten beobachte ich Sie, Lena. Ich habe gesehen, wie Sie ohne Klagen arbeiten, wie Sie sich Musik vor den Klatschstanden des Dorfes mit erhobenem Haupt stellen, wie Sie Ihre Kinder mit jeder Faser Ihres Seins lieben. Musik. Und heute haben Sie bestätigt, was ich bereits wusste. Sie sind eine außergewöhnliche Frau.« Lena spürte, wie die Tränen drohten, überzulaufen. Aber sie hielt sie zurück. Frau Bachmann kehrte zum Schreibtisch zurück und holte einen Ordner aus einer der Schubladen, Musik, öffnete ihn
und zog mehrere Dokumente heraus. »Erinnern Sie sich an das schiefe Haus, das ich Ihnen vor 2 Wochen gezeigt habe?« Lena nickte verwirrt. »Dieses Haus gehört Ihnen. Ich werde es Ihnen jetzt als Zeichen meiner Musik Dankbarkeit geben. Die Grundbucheinträge sind hier. Morgen gehen wir zum Notar, um die offizielle Übertragung vorzunehmen.« Lena war sprachlos. Das schiefe Haus, Musik, diese geneigte, alte, verlassene Struktur. Es war nicht viel, aber es war unendlich mehr, als sie hatte. »Frau Bachmann, ich weiß nicht, was ich sagen soll.« »Sagen Sie nichts«, unterbrach Frau Bachmann mit einem Musiklächeln. »Nehmen Sie es einfach an. Es gehört Ihnen, und was darin ist, gehört Ihnen auch.« Diese letzten Worte schwebten in der Luft, Musik wie ein ungelüftetes Geheimnis. Lena öffnete den Mund, um zu fragen, was sie bedeuteten, aber Frau Bachmann hatte die Dokumente bereits weggelegt und ging zur Tür. »Gehen Sie jetzt nach Hause zu Ihren Kindern«, sagte die Millionärin. »Morgen sprechen wir über die Details.« Und Lena blieb an der Schwelle stehen und sah sie ein letztes Mal an. »Danke. Danke, dass Sie das Einzige auf dieser Welt gerettet haben, das mir noch wirklich wichtig ist.« Lena kehrte in dieser Nacht wie am Traum in ihr kleines Miethaus zurück. Ein Haus, Frau Musik. Bachmann hatte ihr ein schiefes, altes, verlassenes, aber ein Musikhaus gegeben, endlich einen eigenen Ort. Der erste Schritt zu einem besseren Leben für sie und ihre Kinder. Aber etwas in Frau Bachmanns Worten hallte immer wieder in ihrem Kopf wieder. Und was darin ist, gehört ihnen auch. Was war in diesem schiefen Haus? Welches Geheimnis verbarg es, dass es so seltsam neigte? Und warum hatte Frau Bachmann mit dieser Mischung aus Traurigkeit und Erleichterung gelächelt, als sie ihr sagte, dass alles ihr gehörte? Die Antworten warteten dort auf sie, in diesem geneigten Haus, und als sie schließlich entdeckte, würde Lena verstehen, dass die Rettung Levins nicht nur ein Akt des Heldentums gewesen war. Es war der Schlüssel, der die Tür zu einem Schicksal öffnen würde, das ihr Leben und das ihrer 6 Kinder für immer verändern würde. Doch zuvor, vor dem Umzug und der Entdeckung, müsste sie sich etwas Unerwartetem stellen. Der Wut von Frau Bachmanns Nichten und Neffen, Reto und Franziska, die gerade erfahren hatten, dass ihre Tante eine ihrer Immobilien an eine einfache Dienstbotin verschenkt hatte, Musik, und sie würden das nicht zulassen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Grünwald in der Trockenzeit. Lena Musik, Brunner, die arme Witwe, die fremde Böden putzte, hatte nun eine Immobilie auf ihren Namen. Die giftigen Zungen des Dorfes arbeiteten unermüdlich. Auf dem Musikmarkt, auf dem Dorfplatz, an den Türen der Kirche, wuchs und verformte sich das Gerücht bei jeder Wiederholung. »Sie sagen, sie hat den Sohn der Millionärin verführt«, murmelte Frau Meier einer Gruppe von Klatschtanten zu. »Deshalb haben sie ihr das Haus gegeben. Musik, sie hat sicher etwas mit ihm. Nein, ich habe gehört, dass der Junge absichtlich in den Teich gefallen ist«, fügte eine andere hinzu. Das war alles ein Plan, um Frau Bachmann Geld abzunehmen. Lena hörte die Gerüchte, wenn sie Tortillas kaufen ging oder ihre Kinder von der Schule abholte. Und jedes Wort war wie ein Schlag ins Gesicht. Aber es war ihr nicht mehr so wichtig wie zuvor. Sie hatte etwas Wichtigeres, worauf sie sich konzentrieren musste. Ihre 6 Kinder würden endlich Musik ein eigenes Dach über dem Kopf haben, auch wenn dieses Dach schief war. Am Mittwochmorgen holte Frau Bachmann sie mit ihrem SUV ab. Lena stieg nervös mit einem Kloß I am Magen ein. Sie fuhren zum Notariat Brunner, einem ernsten Mann mit dicken Gläsern und Musik, grauem Schnurrbart, der die Rechtsangelegenheiten der Familie Bachmann seit über 30 Jahren bearbeitet hatte. Während Frau Bachmann durch die gepflasterten Straßen der Innenstadt fuhr, bemerkte Lena ein schwarzes Auto, das ihnen in einiger Entfernung folgte. Es war ein dunkler Mercedes mit getönten Scheiben. Etwas an diesem Fahrzeug verursachte ihr einen warnenden Schauer. Das Notariat befand sich in einem alten, zweistöckigen Herrenhaus mit schmiedeeisernen Balkonen und musikgeschnitzten Holztüren. Als sie das Hauptbüro betraten, war Lena überrascht, 2 weitere wartende Personen zu finden: Reto und Franziska Bachmann, die Nichten und Neffen von Frau Bachmann. Reto war ein Mann um die 40 mit zurückgekämmtem, gegeltem Haar und einem teuren Anzug, der seinen berechnenden Blick nicht verbergen konnte. Franziska, seine jüngere Schwester, war 35 Jahre alt und hatte ein Gesicht, das schön gewesen wäre, hätte da nicht der bittere Ausdruck gelegen, der auf ihren dunkelrot geschminkten Lippen permanent zu sein schien. »Tante Musik, Elisabeth«, sagte Reto mit einer honigsüßen Stimme, die nicht zur Kälte in seinen Augen passte. »Was für eine Überraschung, dich hier zu treffen. Wir wussten nicht, dass du einen Termin beim Notar hattest. Ich musste euch nicht informieren.« »Musik«, antwortete Frau Bachmann trocken. »Meine Angelegenheiten gehen euch nichts an. Aber Tante, Musik«, intervenierte Franziska mit falscher Süßlichkeit. »Wir sind Familie. Alles, was du tust, geht uns an. Besonders wenn es darum geht, Familienbesitz an Fremde zu verschenken.«
Ihre Augen hefteten sich an Lena mit einer so reinen Verachtung, dass sie fast greifbar war. Lena spürte, wie der Boden unter ihren Füßen aufging. Wie hatten sie so schnell davon erfahren? Musik! Lena ist keine Fremde, sagte Frau Bachmann und hob würdevoll das Kinn. Musik! Sie hat das Leben meines Enkels gerettet, etwas, das keiner von euch getan hätte. Das gibt ihr kein Recht, Immobilien zu erhalten, die seit Generationen unserer Familie gehören, spottete Reto und ließ die Maske der Höflichkeit fallen. Dieses Haus gehörte deinem Großvater, unserem Urgroßvater. Du kannst es nicht einfach einer Hausangestellten schenken. Notar Brunner räusperte sich unbehaglich von seinem Schreibtisch aus. Frau Bachmann hat das volle rechtliche Recht, über ihren Besitz zu verfügen, wie es ihr am besten erscheint. Musik, sagte er mit professioneller Stimme. Das betreffende Haus ist seit über 20 Jahren auf ihren Namen eingetragen. Es gibt kein rechtliches Hindernis für die Übertragung. Aber es gibt ein moralisches Hindernis, beharrte Franziska. Musik, Tante. Dieses Haus ist Teil unseres Familienvermögens. Das kannst du nicht tun. Vater und Mutter würden sich am Grabe umdrehen, wenn sie es wüssten. Für deinen Vater, antwortete Frau Bachmann mit einer Stimme, die wie Glas schnitt. Musik war mein jüngerer Bruder und ein habgieriger Mann, der sich sein ganzes Leben lang Geld von mir geliehen hat, ohne einen Rappen zurückzuzahlen, also komm mir nicht damit, dass er sich um das Familienvermögen sorgen würde. Die Stille, die folgte, war so dicht, dass Lena sie fast auf ihrer Haut spüren konnte. Sie wollte verschwinden, unsichtbar werden, nicht dort mitten in diesem Familienstreit sein. Musik, aber Frau Bachmann nahm ihre Hand und drückte sie fest. Notar, sagte die Millionärin, ohne den Blick von ihren Nichten und Neffen abzuwenden. Fahren Sie jetzt mit der Übertragung fort. Die nächsten 30 Minuten waren eine Tortur. Lena unterschrieb, wo ihr gesagt wurde, Musik, mit zitternden Händen und einem Herzen, das so stark pochte, dass sie sicher war, dass alle es hören konnten. Reto und Franziska blieben in einer Ecke sitzen und warfen ihr Blicke puren Hasses zu, die Rache versprachen. Als der Vorgang beendet war und der Notar ihr die Grundbucheinträge in einem braunen Umschlag überreichte, spürte Lena, dass ihre Beine sie kaum trugen. Frau Bachmann führte sie zum Ausgang und ignorierte ihre Nichten und Neffen völlig. Doch gerade als sie die Tür erreichten, sprach Reto mit leiser, drohender Stimme, Musik, das wird nicht so bleiben, Tante. Wir werden diese Übertragung anfechten. Und was Musik sie angeht, seine Augen hefteten sich an Lena. Genießen Sie Musik ihr schiefes Häuschen, solange Sie können. Es wird nicht lange Ihnen gehören. Im SUV auf dem Rückweg zum Herrenhaus fuhr Frau Bachmann lange schweigend. Schließlich, Musik, als sie das Dorf bereits verlassen hatten, sprach sie, hören Sie nicht auf sie. Sie haben keine rechtliche Befugnis, Ihnen dieses Musikhaus wegzunehmen. Die Grundbucheinträge sind auf Ihren Namen. Es gehört Ihnen, Lena, Ihnen und Ihren Kindern. Aber Lena fühlte sich nicht ruhig. Sie kannte Männer wie Reto. Sie kannte diese Art von Hass und wusste, dass er nicht aufhören würde, nur weil das Gesetz nicht auf seiner Seite war. An diesem Nachmittag versammelte Lena nach der Arbeit ihre 6 Kinder in ihrem kleinen Miethaus und teilte ihnen die Nachricht mit. Elias, der Älteste, sah sie mit einer Mischung aus Freude und Misstrauen an. Ein Haus, Mama. Wirklich? Ja, mein Schatz. Es ist alt und ein bisschen schief, aber es gehört uns. Endlich haben wir einen eigenen Ort. Die Zwillinge Mark und Simon schrien vor Aufregung. Laura und Clara umarmten ihre Mutter und weinten vor Glück. Nur der kleine Gian, 2 Jahre alt, verstand nicht ganz, was passierte, aber er lächelte, weil alle anderen lächelten. Sie verbrachten die nächsten 3 Tage mit den Vorbereitungen für den Umzug. Sie hatten nicht viel zu packen. Kleidung, ein paar Töpfe, die abgenutzten Spielsachen der Kinder, die Schulhefte. Aber jeder Gegenstand fühlte sich leichter an, da sie wussten, dass sie ihn in ein eigenes Zuhause bringen würden. Am frühen Samstagmorgen kamen sie mit Hilfe eines Nachbarn, der einen Pickup hatte, zum schiefen Haus. Musik! Die Kinder sprangen aus dem Fahrzeug und blieben mit offenen Mündern vor dem Anwesen stehen. Das Haus war noch seltsamer, als Lena es in Erinnerung hatte. Die gesamte Struktur neigte sich nach Osten, als würde etwas sehr Schweres von dieser Seite ziehen. Das Dach aus roten Ziegeln war teilweise eingestürzt. Die Holzwände zeigten tiefe Risse. Die Holzfenster waren vom feuchten Wetter aufgeweicht. Die Veranda an der Vorderseite bog sich in einem unmöglichen Winkel. Um das Haus herum, Musik, war das Gelände mit hohem Unkraut und wilden Bäumen bewachsen, die seit Jahrzehnten nicht beschnitten worden waren. Mama, flüsterte Laura und nahm Lenas Hand. Wollen wir wirklich hier wohnen? Ja, mein Schatz. Und wir werden es nach und nach reparieren. Du wirst sehen, es wird wunderschön werden. Doch in ihrem Inneren spürte Lena einen Stich des Zweifels. Wie sollte dieser Ort bewohnbar werden? Sie hatte kein Geld für Reparaturen, kaum genug zum Essen. Sie öffnete die Haustür, die mit einem Geräusch knarrte, das wie ein Klagegesang klang, und alle traten gemeinsam ein. Das Innere war dunkel und roch nach alter Feuchtigkeit.
Der Holzboden war mit Staub und trockenen Blättern bedeckt, die durch die zerbrochenen Fenster hereingelangt waren. Im Wohnzimmer standen alte, mit weißen Laken bedeckte Möbel, die in der Dämmerung wie Geister wirkten. Aber was Lenas Aufmerksamkeit am meisten erregte, war die seltsame Aufteilung des Hauses. Es gab ein musikgroßes Wohnzimmer, eine kleine Küche mit Holzofen, 2 Zimmer links, ein winziges Bad, Musik und eine verschlossene Tür am Ende eines kurzen Flurs auf der Ostseite des Hauses. Die Tür war aus dickem Holz, mit einem alten, verrosteten Vorhängeschloss an einem Eisenring. Lena näherte sich dieser Tür und berührte sie mit der Handfläche. Das Holz war kalt, zu kalt, um normal zu sein, und als sie ihr Ohr an die Oberfläche legte, schien sie etwas zu hören. Nicht genau ein Geräusch, sondern eher eine Präsenz, als ob der Raum atmen würde. »Mama, was ist da drin?« fragte Elias neugierig. »Ich weiß es nicht. Es ist abgeschlossen. Können wir es öffnen?« Lena sah das Vorhängeschloss an. Es war alt, aber widerstandsfähig. Sie bräuchten Werkzeuge, um es zu öffnen, oder den Schlüssel. »Morgen werde ich einen Weg finden, es zu öffnen«, versprach sie. »Jetzt helft mir beim Putzen. Musik. Wir haben viel Arbeit.« Sie verbrachten den ganzen Tag mit Kehren, Wischen, die Laken von den alten Möbeln nehmen, Fenster öffnen, damit frische Luft hereinkam. Die Kinder arbeiteten mit erstaunlicher Energie, Musik sangen und lachten trotz der Müdigkeit. Für sie war dies ein Abenteuer, ein Neuanfang. Als die Sonne unterzugehen begann, bereitete Lena ein einfaches Abendessen mit den mitgebrachten Vorräten zu. Reibekuchen, auf dem Holzofen aufgewärmte Tortillas und etwas Käse. Sie aßen auf dem Wohnzimmerboden, als wäre es ein Picknick. Und zum ersten Mal seit langer Zeit spürte Lena etwas Ähnliches wie Frieden. In dieser Nacht legte sie die Kinder in den beiden Zimmern schlafen und teilte sich alte Matratzen, die sie in einem Schrank gefunden hatten. Lena blieb noch eine Weile wach, saß auf der schiefen Veranda, Musik und blickte in die Sterne, die über dem wilden Gelände leuchteten. Sie dachte an Thomas, ihren verstorbenen Mann, der bis zum letzten Tag seines Lebens ohne Klagen gearbeitet hatte. Sie dachte an das Geheimnis, das in Frau Bachmanns Worten lag, und was darin ist, gehört ihnen auch. Sie stand auf und ging wieder zur verschlossenen Tür. Der Vollmond schien durch die zerbrochenen Fenster und warf seltsame Schatten an die geneigten Wände. Lena berührte das Vorhängeschloss mit den Fingern Musik und spürte wieder diese unnatürliche Kälte. »Was verbergen Sie?« flüsterte sie der Tür zu. »Was ist so schwer, dass das ganze Haus sich zu Ihnen neigt?« Es gab natürlich keine Antwort, nur die Stille der Nacht und das ferne Zirpen der Grillen. Doch als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, um auf dem alten Sofa zu schlafen, Musik, bemerkte Lena etwas, das sie zuvor nicht gesehen hatte. Im Rahmen der verschlossenen Tür, fast unsichtbar in der Dämmerung, befand sich eine kleine Inschrift in das Holz geschnitzt. Sie näherte sich mit einer Kerze, die sie angezündet hatte, und las »Musik«, die vom Zahn der Zeit abgenutzten Worte. »Was du mit deinem Leben schützt, wird dich schützen.« Ein Schauer lief ihr den Rücken hinunter. Wer hatte das geschnitzt? Der Großvater von Frau Bachmann? Und was bedeutete es? Lena wollte sich gerade abwenden, als sie etwas hörte, das sie wie gelähmt zurückließ. Ein Geräusch, das aus dem verschlossenen Zimmer kam. Es war nicht laut, nicht bedrohlich. Es war nur ein leises Knarren, wie von altem Holz, das sich setzt, oder wie von etwas sehr Schwerem, das sich nur um einen Millimeter bewegt. Und dann, in der Stille, die folgte, hätte Lena schwören können, etwas anderes gehört zu haben, etwas, das Musik unmöglich wie ein tiefes, langsames, geduldiges Atmen klang, als ob, was auch immer in diesem Zimmer war, seit Jahren, Jahrzehnten gewartet hätte, darauf wartete, dass jemand ankam, darauf wartete, dass die richtige Person endlich die Tür öffnete und entdeckte, was Frau Bachmann so lange vor der Welt verborgen gehalten hatte, was dazu geführt hatte, dass dieses Haus unter dem Gewicht des größten Geheimnisses ihres Lebens schief stand. Der Sonntag brach mit einer beunruhigenden Stille an. Der Regen hatte in der Nacht aufgehört, Musik das Gelände durchnässt und die Luft feucht hinterlassen. Lena erwachte früh auf dem alten Sofa mit schmerzendem Körper, Musik und einem unruhigen Geist. Die Geräusche der vorherigen Nacht hatten sie schlecht schlafen lassen. Musik, jedes Knarren des Hauses, jedes Stöhnen des alten Holzes, ließ sie an dieses verschlossene Zimmer und an das denken, was hinter dieser Tür verborgen sein könnte. Sie kochte Kaffee auf dem Holzofen und ging auf die Musikveranda, um ihn zu trinken, während die Kinder noch schliefen. Das Gelände sah am grauen Morgenlicht anders aus, wilder, verlassener. Musik, die Bäume, die das Anwesen umgaben, waren riesig und verdreht, mit Ästen, die sich wie arthritische Finger zum Himmel streckten. Das Unkraut reichte bis zu den Fenstern des Hauses. Musik! In der Ferne konnte sie den Feldweg sehen, der das Anwesen mit der Hauptstraße verband. Sie nahm den letzten Schluck Kaffee, als sie das Auto sah, denselben schwarzen Mercedes, der ihnen zum Notariat gefolgt war. Er hielt auf dem Weg,
etwa 50 Meter vom Haus entfernt, schaltete aber den Motor nicht aus. Die getönten Scheiben machten es unmöglich zu sehen, wer drinnen war. Aber Lena wusste mit absoluter Sicherheit, dass es Musik, Reto Bachmann war. Das Auto blieb 5 ewige Minuten lang dort stehen, beobachtete nur, wartete nur, dann, so leise wie es gekommen war, wendete es und fuhr davon, eine Wolke aus rötlichem Staub aufwirbelnd. Lena spürte einen Kloß der Angst am Magen. Dieser Mann würde nicht aufgeben. Und Musik, sie war hier allein mit 6 Kindern in einem Haus, das kaum standhielt. Als die Kinder aufwachten, beschäftigte Lena sie mit Putzarbeiten und kleineren Reparaturen. Musik, Elias half, ein zerbrochenes Fenster mit Karton und Klebeband zu reparieren. Die Zwillinge jäteten mehr Unkraut am Garten. Laura und Clara fegten die Veranda. Musik, sogar der kleine Gian half, sammelte Zweige und legte sie in einen Eimer. Aber Lenas Gedanken waren woanders. Sie waren in diesem verschlossenen Zimmer, am verrosteten Vorhängeschloss, Musik an der in den Rahmen geschnitzten Inschrift, an den Geräuschen, die sie in der Nacht gehört hatte. Was du mit deinem Leben schützt, wird dich schützen. Was bedeutete das? Was war da drinnen, das Schutz brauchte oder das sie schützen konnte? Gegen Mittag, als der Regen endlich einzusetzen begann, kam unerwarteter Besuch. Ein weißer SUV hielt vor dem Haus, und daraus stieg Frau Bachmann einfach, aber elegant gekleidet, mit einem großen, mit einer Decke bedeckten Korb. Ich wollte sehen, wie Sie sich eingerichtet haben, sagte die Millionärin, während sie auf die Veranda stieg und den schiefsten Brettern auswich, und ihnen ein paar Dinge bringen. Der Korb enthielt Essen, frisch gebackenes Brot, Käse, Schinken, Früchte, Milch und sogar ein ganzes Brathähnchen. Die Kinder versammelten sich mit leuchtenden Augen vor Aufregung. Lena spürte, wie die Tränen drohten überzulaufen. Frau Bachmann, Sie hätten nicht. Doch, ich musste, unterbrach Frau Bachmann bestimmt. Und nennen Sie mich nicht Frau Bachmann, nennen Sie mich Elisabeth. Musik. Sie arbeiten nicht mehr für mich. Jetzt sind Sie eine Freundin. Das Wort hing in der Musik, Luft, seltsam und neu für beide, aber auch wahr. Frau Bachmann betrat das Haus und sah sich kritisch um. Als sie den Flur erreichte, der zur verschlossenen Tür führte, hielt sie inne. Ihr Gesicht wurde ernst. Haben Sie schon versucht, sie zu öffnen? Musik, fragte sie, ohne den Blick von der Tür abzuwenden. Ich habe den Schlüssel nicht, und das Vorhängeschloss ist sehr alt. Ich bräuchte Werkzeuge, um es zu zerbrechen. Frau Bachmann griff in ihre Jackentasche und zog einen kleinen, von der Zeit geschwärzten Schlüssel hervor. Sie hielt ihn Lena hin, als ob sie etwas Heiliges überreichte. Das ist der Schlüssel, sagte sie sanft. Aber bevor Sie diese Tür öffnen, muss ich Ihnen ein paar Dinge erklären. Können wir unter 4 Augen sprechen? Lena bat Elias, auf seine Geschwister aufzupassen, und folgte Frau Bachmann auf die Veranda. Sie setzten sich auf die schiefen Treppen, während der Regen stark fiel, Musik und eine Decke der Privatsphäre um sie herum schuf. Frau Bachmann atmete tief ein, bevor sie sprach. Mein Großvater, Cornelio Bachmann, baute dieses Haus vor über 90 Jahren. Er war ein sehr reicher Mann, aber auch sehr vorsichtig. Er traute den Banken nicht. Er traute niemandem wirklich, also beschloss er, sein Vermögen auf eine besondere Weise aufzubewahren. Lena hörte schweigend zu, ihr Herz schlug schneller. Jahrelang sammelte mein Großvater Wertgegenstände, alte europäische Meisterwerke, antike römische Artefakte, seltene Schweizer Uhren, wertvolle historische Dokumente, seltene Bücher, Dinge, die heute ein Vermögen wert sind. Er bewahrte alles in diesem Zimmer auf, und das Gewicht so vieler Objekte nach Jahrzehnten war es, dass das Haus so neigte. Lena spürte einen plötzlichen Schwindel. Das konnte nicht sein, das konnte nicht real sein. Musik, warum? Fragte sie mit zitternder Stimme. Warum erzählen Sie mir das? Warum haben Sie mir das Haus mit allem, was darin ist, gegeben? Frau Bachmann sah sie mit diesen grauen, Musik durchdringenden Augen an, doch diesmal lag Zärtlichkeit in ihnen und tiefe Traurigkeit, weil ich sonst niemandem vertrauen kann. Mein Mann starb vor 22 Jahren. Mein Sohn lebt in Zürich und besucht mich nur aus Verpflichtung. Meine Nichten und Neffen warten nur darauf, dass ich sterbe, um sich das Wenige zu teilen, von dem sie glauben, dass ich es habe. Ich bin allein, Lena, ganz allein. Ihre Stimme brach, aber dann sah ich sie arbeiten. Ich sah sie Demütigungen mit Würde ertragen. Ich sah sie ihre Kinder mit einer Kraft lieben, die ich nie hatte. Musik. Und als sie ohne nachzudenken in den Teich sprangen, um meinen Enkel zu retten, wusste ich, dass sie die richtige Person waren, die einzige Person, die dies verdiente. Ich kann das nicht annehmen, sagte Lena und stand abrupt auf. Das ist zu viel. Ich habe nur getan, was jeder anständige Mensch getan hätte. Ich verdiene dafür kein Vermögen. Es ist nicht dafür, Musik, beharrte Frau Bachmann, die ebenfalls aufstand. Es ist dafür, wer Sie sind, wie Sie Ihr Leben auch in der schlimmsten Not gelebt haben. Und weil ich weiß, dass Sie dieses Vermögen für etwas Gutes verwenden werden,
für ihre Kinder, um ihnen das Leben zu geben, das sie verdienen. Lena wollte widersprechen, wollte sich weigern, aber die Worte kamen nicht heraus, denn tief in ihrem Herzen wusste Musik sie, dass diese Gelegenheit ein Wunder war, eine zweite Chance, Musik, die das Leben ihr nach so viel Leid gab. Frau Bachmann legte den Schlüssel in ihre Handfläche und schloss Lenas Finger darum. Öffnen Sie das Zimmer, wenn Sie bereit sind. Nehmen Sie sich Zeit. Sie müssen jetzt nichts entscheiden, Musik, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass alles, was dort drin ist, rechtlich Ihnen gehört. Die Grundbucheinträge des Hauses umfassen den gesamten Inhalt. Es ist durch Erbschaftsgesetze geschützt, die niemand antasten kann, nicht einmal meine Nichten und Neffen, selbst wenn sie es versuchen. Und Sie brauchen das alles nicht? Frau Bachmann lächelte traurig. Ich hatte mein Leben schon. Ich hatte meine Musik-Chance. Jetzt sind Sie dran und Ihre Kinder. Sie schwiegen lange, Musik hörten dem Regen zu, jede in ihren Gedanken versunken. Schließlich Musik verabschiedete sich Frau Bachmann mit einer Umarmung, die Lena nicht erwartet hatte, und fuhr in ihrem weißen SUV davon, verschwand ihr am Regenschleier. Lena blieb mit dem Schlüssel in der Hand auf der Veranda stehen, zitternd, nicht vor Kälte, sondern vor Erwartung, gemischt mit Angst. In diesem Haus, hinter dieser verschlossenen Tür, wartete etwas, das ihr Leben für immer verändern konnte, aber auch etwas, das sie verwundbar machte. Denn wenn Reto und Franziska den wahren Wert des Inhalts herausfänden, ein Donnerschlag hallte so laut am Himmel wider, dass das Haus bebte. Die Kinder schrien verängstigt von drinnen. Lena eilte hinein, um sie zu beruhigen. In dieser Nacht, nach einem einfachen Abendessen und nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hatte, stand Lena mit dem Schlüssel in der Hand vor der verschlossenen Tür. Das Haus war absolut still, außer dem ständigen Trommeln des Regens auf dem Dach und dem gelegentlichen Knarren des Holzes. Sie streckte die Hand nach dem Vorhängeschloss aus. Der Schlüssel glitt ins Schloss, als hätte er jahrzehntelang auf diesen Moment gewartet. Er drehte sich mit einem musikmetallischen Klick, der am Flur wie ein Schuss widerhallte. Das Vorhängeschloss öffnete sich. Lena Musik nahm es mit zitternden Händen ab und ließ es auf den Boden fallen. Sie legte die Hand auf den Türgriff. Er war musikeiskalt. Sie atmete tief ein, einmal, zweimal, dreimal. Dann drückte sie. Die Tür öffnete sich langsam mit einem langen, qualvollen Quietschen. Die Dunkelheit Birfe am Inneren war absolut. Lena Musik konnte nichts jenseits der Schwelle sehen, nur Dunkelheit und diesen seltsamen Geruch, wie nach altem Papier und altem Holz und etwas anderem, das sie nicht identifizieren konnte. Sie suchte nach dem Lichtschalter neben der Tür, fand aber keinen. Natürlich nicht. Dieses Haus war sehr alt. Es gab keine Musikelektrizität in diesem Zimmer. Sie bräuchte Kerzen oder eine Öllampe, etwas, womit sie diesen Raum beleuchten konnte, der so lange verschlossen gewesen war. Sie wollte die Tür gerade schließen, als sie etwas sah, das ihr das Herz stillstehen ließ. In der absoluten Dunkelheit des Zimmers, Musik, glänzte etwas. Es war nicht viel, nur ein schwacher Schimmer, wie Licht, das sich auf einer polierten Oberfläche spiegelte. Aber es war da und schien sich leicht zu bewegen, als würde es atmen. Lena trat mit allen Körperhaaren sträubend einen Schritt zurück, und dann hörte sie aus der Tiefe dieses dunklen Zimmers ein Geräusch, das nicht real sein konnte, ein Geräusch, das sie völlig gelähmt zurückließ. Das zarte Klingeln, Musik von Metall auf Metall, wie fallende Münzen oder sich bewegende Ketten oder etwas Schweres, das sich nach einer Störung wieder an seinem Platz niederließ. Musik. Und unter diesem fast unmerklichen Geräusch noch etwas anderes, ein Flüstern, nicht von Stimmen, sondern der Luft selbst, die sich am Zimmer bewegte, als ob der Raum so lange versiegelt gewesen wäre, dass der einfache Akt des Öffnens der Tür etwas geweckt hätte, das schlief. Lena schlug die Tür abrupt zu, ihr Herz pochte so stark, dass es ihr Musik wehtat. Sie lehnte sich zitternd an die Flurwand und versuchte, zu Atem zu kommen. Morgen würde sie bei Tageslicht hineingehen, mit Kerzen, mit ihren wachen Kindern am Haus, um sich nicht so allein zu fühlen. Musik, morgen würde sie sich dem stellen, was immer in diesem Zimmer wartete. Aber während sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, um zu versuchen, zu schlafen, wusste ein Teil von ihr die Wahrheit. Musik, nachdem sie diese Tür geöffnet hatte, nachdem sie das, was dort schlief, gestört hatte, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Und nicht nur wegen des Vermögens, das sie entdecken würde, sondern weil sie mit dem Öffnen dieser Tür noch etwas anderes freigelassen hatte. Etwas, das Frau Bachmann jahrzehntelang eingesperrt gehalten hatte, ein Geheimnis, so groß, so schwer, dass ein ganzes Haus unter seinem Gewicht schief stand. Ein Geheimnis, das Reto und Franziska Bachmann kurz davor standen zu entdecken, denn in diesem genauen Moment, während Lena vergeblich zu schlafen versuchte, stand der schwarze Mercedes wieder auf dem Feldweg und Reto saß drinnen und telefonierte mit leiser, dringender Stimme, gab Anweisungen an jemanden am anderen Ende der Leitung, Anweisungen, die dieses schiefe Haus und eine Witwe betrafen,
die keine Ahnung von der nahenden Gefahr hatte. Der Montag Musik brach mit einer beunruhigenden Stille an. Der Regen hatte in der Nacht aufgehört, Musik das Gelände durchnässt und die Luft feucht hinterlassen. Lena erwachte früh mit schmerzendem Körper vom Sofa und einem Geist, der noch immer von den Geräuschen gefangen war, die sie hinter der verschlossenen Tür gehört hatte. Sie bereitete Frühstück für die Kinder zu, heißen Haferbrei mit etwas Zucker und Zimt, die letzten Tortillas, die noch da waren, dünnen Kaffee. Während sie aßen, bemerkte Lena, dass Elias sie besorgt ansah. »Mama, geht es dir gut?« »Musik, du siehst müde aus.« »Mir geht es gut, mein Schatz. Ich habe nur schlecht geschlafen, aber es war nicht nur das. Die ganze Nacht hatte sie das Gefühl gehabt, dass jemand das Haus von draußen beobachtete. Musik. Mehrmals war sie aufgestanden, um durch die zerbrochenen Fenster zu schauen, aber sie sah nie etwas anderes als Dunkelheit, Musik und die sich am Wind bewegenden Bäume. Nach dem Frühstück bat sie Elias, auf seine Geschwister aufzupassen. Sie nahm 3 dicke Kerzen, die sie in einer Küchenschublade gefunden hatte, ein Feuerzeug und ging entschlossenen Schrittes in den Flur. Sie konnte das nicht länger aufschieben. Sie musste wissen, was in diesem Zimmer war. Sie musste verstehen, warum Frau Bachmann ihr etwas so Wertvolles gegeben hatte. Die Tür war genau so, wie sie in der vorherigen Nacht verlassen hatte, verschlossen, das Vorhängeschloss auf dem Boden. Lena zündete die 3 Kerzen an, stellte 2 auf den Flurboden, um zusätzliches Licht zu haben, und hielt die 3. fest in der Hand. Dann stieß sie die Tür auf. Diesmal öffnete sie sich ohne Widerstand. Musik, als ob der Raum akzeptiert hätte, dass er endlich enthüllt würde. Das Licht der Kerze drang in die Dunkelheit, und was Lena sah, raubte ihr den Atem. Das Zimmer war größer, als sie erwartet hatte, vielleicht 5 mal 6 Meter, aber jeder Zentimeter war Musik belegt. Die Wände waren mit dunklen Holzregalen bedeckt, und auf diesen Regalen befand sich alles Mögliche. Sorgfältig gestapelte Gegenstände, mit Tüchern geschützt, nach Kategorien geordnet, die den geordneten Geist von Frau Bachmanns Großvater verrieten. Lena trat vor, hob die Kerze, um besser zu sehen. Ihr Atem beschleunigte sich. Im nächsten Regal befanden sich gerahmte religiöse Gemälde, barocke Mariendarstellungen mit goldenen Heiligenscheinen, Heilige mit gelassenen Ausdrücken, in altes Holz geschnitzte Christusfiguren. Lena erkannte den Stil, obwohl sie nicht viel von Kunst verstand. Aber selbst Musik, sie konnte sehen, dass sie alt waren. Sehr alt, Jahrhunderte alt. Weiter hinten, Musik in Holzkisten mit Bronzeschlössern, befanden sich Bücher. Hunderte von Büchern. Lena öffnete vorsichtig eine Kiste und zog den obersten Band heraus. Es war ein riesiges Buch mit geprägten Ledereinbänden und vom Alter vergilbten Seiten. Der Titel war in altem Deutsch, fast unleserlich, aber sie konnte ein Datum erkennen. 1683, 342 Jahre alt. Sie ging weiter, ihre Beine zitterten. In der Mitte des Zimmers standen Eisenkisten mit Vorhängeschlössern, die ebenfalls musikoffen waren, als hätte Frau Bachmann gewollt, dass Lena alles problemlos erreichen konnte. Sie kniete vor der ersten nieder und öffnete sie. Münzen, Hunderte, vielleicht Tausende von Silbermünzen, glänzten pirr am Kerzenlicht wie winzige Sterne. Lena nahm eine mit zitternden Fingern. Sie war schwer, kalt. Sie hatte ein Wappen und Buchstaben eingraviert, die sie nicht gut lesen konnte, aber sie wusste, dass dies reines Musik, Silber aus den alten Bergwerken war. Die zweite Kiste enthielt Schmuck, riesige Perlenketten, Ringe mit Edelsteinen, die am Kerzenlicht farbige Blitze warfen, Armbänder aus gearbeitetem Gold, antike Broschen mit eingelassenen Diamanten. Lena wusste nichts über Schmuck, aber selbst sie konnte sehen, dass diese Objekte keine einfachen Verzierungen waren. Sie waren historische Schätze. Die 3. Kiste brachte sie fast zum Weinen. Sie war voll mit Silberbarren, perfekt gestapelt, jeder von der Größe eines Ziegelsteins. Lena zählte 30 Barren, dann hörte sie auf zu zählen, weil ihr die Tränen die Sicht trübten. Aber das war noch nicht alles. Es gab weitere Regale am hinteren Teil des Zimmers. Musik. Sie stand auf und ging dorthin, spürte, dass ihre Beine sie kaum trugen. Sie fand religiöse Holzskulpturen, einige so detailliert, dass sie lebendig wirkten. Kelche Musik aus Gold und Silber, Manuskripte in Lederrollen, alte, handgezeichnete Karten, offizielle Dokumente mit roten Wachssiegeln, antike römische Artefakte und kostbare mittelalterliche Manuskripte, die Frau Bachmanns Großvater auf seinen Reisen gesammelt haben musste. In einer Ecke, Musik in Samttücher gewickelt, befanden sich rahmenlose Gemälde. Lena wickelte eines äußerst vorsichtig aus und ließ fast die Kerze fallen. Es war ein Porträt einer Patrizierin aus dem 17. Jahrhundert, gekleidet in Seide und Spitze, die den Betrachter mit durchdringenden Augen ansah. Das Gemälde war in der unteren Ecke signiert Musik, aber Lena erkannte den Namen nicht. Doch die Technik,
die Farben, die Art, wie das Licht vom Gesicht der Frau auszugehen schien. Dies war das Werk eines Meisters. Lena legte das Gemälde vorsichtig Musik hin und setzte sich auf den Holzboden, unfähig weiterzustehen. Um sie herum in diesem Zimmer, das das ganze Haus unter seinem Gewicht schief gemacht hatte, befand sich ein Vermögen, das alles übertraf, was sie sich jemals vorgestellt hatte. Es war nicht nur Geld, Musik, es war Geschichte, es war Kunst, es war das Erbe von Generationen, mit Geduld und Weitsicht angesammelt. Und jetzt gehörte es ihr Musik und ihren 6 Kindern. Sie wusste nicht, wie lange sie dort gesessen Musik hatte, schweigend weinend, während die Kerze niederbrannte. Sie dachte an Thomas, ihren verstorbenen Mann, der bis zum letzten Tag seines Lebens ohne Klagen gearbeitet hatte. Sie dachte an die Demütigungen, die sie in Grünwald ertragen hatte. Sie dachte an die Nächte, in denen ihre Kinder hungrig eingeschlafen waren. Sie dachte an all die Male, in denen sie Gott gebeten hatte, ihr eine Chance zu geben, nur eine, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und Gott hatte geantwortet, aber nicht so, wie sie es erwartet hatte, nicht mit einem besseren Job oder einem Glücksfall, sondern durch Frau Bachmann, eine einsame Frau, die Musik in Lena etwas gesehen hatte, das niemand sonst gesehen hatte. Würde, Güte, Mut. Was du mit deinem Leben schützt, wird dich schützen. Jetzt verstand sie die Inschrift I am Türrahmen. Frau Bachmanns Großvater hatte dieses Vermögen mit seinem Leben geschützt, indem er es vor der Welt verborgen hielt. Und jetzt würde dieses Vermögen Lena und ihre Kinder schützen. Es würde ihnen Bildung, Gesundheit, Musik, Möglichkeiten geben. Es würde ihnen die Zukunft geben, die sie verdienten. Aber zuerst musste sie es schützen. Denn wenn Reto und Franziska herausfänden, was hier war, der Gedanke wurde durch einen Schrei von Elias aus dem Wohnzimmer unterbrochen. »Mama, Mama, komm schnell!« Lena sprang auf, stellte die Kerze vorsichtig auf den Boden und rannte ins Musikwohnzimmer. Sie fand ihre 6 Kinder am Fenster versammelt, die mit verängstigten Gesichtern nach draußen blickten. »Was ist los? Da ist ein Mann draußen«, flüsterte Elias. »Er fotografiert das Haus.« Lena schaute durch das zerbrochene Fenster Musik und spürte, wie ihr der Magen schrumpfte. Es war Reto Bachmann. Er stand mitten Musik am Tag I am Vorgarten mit einer professionellen Kamera in den Händen. Er fotografierte das Haus aus allen Winkeln, die Vorderseite, die Seiten, das eingestürzte Dach, die zerbrochenen Fenster, und das Schlimmste war, er trug einen eleganten Anzug und ein zufriedenes Lächeln, das nichts Gutes verhieß. Lena ging mit pochendem Herzen auf die Veranda. Reto hörte auf zu fotografieren und sah sie mit diesem Lächeln an, das eher eine Drohung als eine freundliche Geste war. »Guten Morgen, Lena. Ich hoffe, ich störe nicht. Was machen Sie hier?« »Ich dokumentiere nur das Anwesen«, antwortete er mit honigsüßer Stimme. »Sehen Sie, mein Anwalt riet mir, Musik, den aktuellen Zustand dieses Hauses für die Akten festzuhalten. Verstehen Sie? Frau Bachmann hat mir bereits die Grundbucheinträge gegeben. Das Haus gehört mir legal. Sie können nichts dagegen tun. Musik.« Retos Lächeln wurde breiter, aber seine Augen blieben eiskalt. »Oh, nein. Ich versuche nicht, Ihnen das Haus wegzunehmen, Lena. Das wäre schwierig, aber es gibt andere Wege, diese Angelegenheit zu regeln.« Er verstaute die Kamera in seiner Tasche, Musik, und näherte sich der Veranda. »Sehen Sie sich diesen Ort an. Er steht kurz vor dem Einsturz. Er hat keinen Strom. Er hat kein fließendes Wasser. Die Wände haben riesige Risse. Musik, das Dach ist eingestürzt. Glauben Sie wirklich, dass es sicher ist, hier mit 6 kleinen Kindern zu leben?« Lena spürte einen warnenden Schauer. »Ich kann es nach und nach reparieren.« »Mit welchem Geld?« Retos Stimme wurde härter. »Sie sind eine arme Frau, Lena, eine mittellose Witwe, und dieses Haus braucht Reparaturen, die Hunderttausende Franken kosten würden, vielleicht Millionen. Wie wollen Sie das bezahlen? Das geht Sie nichts an, aber es geht das Bauinspektorat an«, sagte Reto mit triumphierendem Lächeln. »Es stellt sich heraus, dass ich einen Freund habe, der dort arbeitet, und zufällig habe ich ihm gestern erwähnt, dass eine Witwe mit 6 Kindern in ein strukturell unsicheres Haus gezogen ist. Er sagte mir, dass Sie eine Inspektion durchführen werden. Wahrscheinlich morgen. Und wenn Sie den Zustand dieses Ortes sehen.« Er zuckte die Achseln. »Sie werden es verurteilen. Sie werden Ihnen verbieten, hier zu leben. Musik. Und was werden Sie dann tun?« Lena spürte, wie die Welt um sie herum zusammenbrach. Er hatte recht. Das Haus war eine Katastrophe. Und wenn das Bauinspektorat es für unbewohnbar erklärte. »Aber machen Sie sich keine Musiksorgen«, fuhr Reto mit falschem Mitleid fort. »Ich habe eine Lösung. Ich kaufe Ihnen das Haus ab. Musik, ich biete Ihnen 50.000 Franken. Bargeld, noch heute. Musik, das ist mehr, als diese Ruine wert ist. Mit diesem Geld können Sie etwas Anständiges am Dorf mieten, während Sie Arbeit finden. 50.000 Musik, Franken. Das war ein Vermögen für jemanden in ihrer Situation, aber es war nichts,
Absolut nichts am Vergleich zu dem, was in dem verschlossenen Zimmer war. Es steht nicht zum Verkauf, sagte Lena mit fester Stimme, obwohl sie innerlich zitterte. Retos Lächeln verschwand. Sein Gesicht wurde hart wie aus Stein gehauen. Das werden Sie bereuen, sagte er mit leiser, drohender Stimme. Meine Tante hat einen Fehler gemacht, Ihnen dieses Anwesen zu geben, und ich werde diesen Fehler auf die eine oder andere Weise korrigieren. Er drehte sich um und ging zu seinem schwarzen Mercedes. Bevor er einstieg, drehte er sich ein letztes Mal um. Ach, übrigens, ich habe einigen Leuten in Grünwald von diesem Haus und von Musik ihrem Glück erzählt. Sie wissen ja, wie die Leute eher am Dorf sind, neugierig, geschwätzig. Ich stelle mir vor, dass sie bald viele Besucher haben werden. Musik, Leute, die fragen, was an diesem alten Haus so besonders ist, dass meine Tante es ihnen geschenkt hat. Leute, die spekulieren, Leute, die nachforschen. Die Botschaft war klar, Reto würde Gerüchte streuen, er würde Aufmerksamkeit auf dieses Anwesen lenken. Und wenn genügend Leute anfingen, Fragen zu stellen, würde irgendjemand das Geheimnis des verschlossenen Zimmers entdecken. Der Mercedes startete und fuhr davon, Staub aufwirbelnd. Lena stand auf der Veranda, zitternd vor Wut und Angst. Ihre Kinder kamen aus dem Haus und versammelten sich um sie. »Mama, wer war dieser Mann?« fragte Laura mit verängstigter Stimme. »Niemand Wichtiges, mein Schatz, nur ein böser Mann, der bald lernen wird, dass er uns nicht einschüchtern kann.« Doch in ihrem Inneren wusste Lena die Wahrheit. Sie steckte in Schwierigkeiten, ernsthaften Schwierigkeiten. Reto würde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um ihr dieses Haus wegzunehmen. Und sie hatte kein Geld, um Anwälte zu engagieren. Sie hatte keine politischen Verbindungen. Sie hatte nichts, außer einem schiefen Haus voller Schätze, die sie nicht verkaufen konnte, ohne gefährliche Fragen aufzuwerfen. Sie brauchte Hilfe, und es gab nur eine Person auf der Welt, die ihr diese geben konnte. »Elias«, rief sie ihren ältesten Sohn. »Ich muss los. Pass auf deine Geschwister auf. Musik, wohin gehst du?« »Zu Frau Bachmann. Das kann nicht warten.« Lena ging den Feldweg entlang zur Hauptstraße, wo es ihr gelang, einen Bus anzuhalten, der sie nach Grünwald brachte. Musik. Von dort nahm sie ein Taxi, das sie sich nicht leisten konnte, zum Herrenhaus Tannenhof. Als sie an die Dienstbotentür klopfte, öffnete ihr Lisa. »Lena, was machen Sie hier?« »Ich dachte ich muss mit Frau Bachmann sprechen.« »Musik, es ist dringend.« Lisa ließ sie hinein und ging, um die Millionärin zu holen. Lena wartete in der Küche mit verschränkten Händen und rasendem Herzen. Als Frau Bachmann hereinkam, füllte sich ihr Gesicht mit Besorgnis. »Was ist passiert? Geht es Ihnen gut?« »Musik, geht es den Kindern gut?« »Reto war heute Morgen am Haus«, sagte Lena ohne Umschweife. »Er hat Fotos gemacht. Er sagte, er würde das Bauinspektorat anrufen, damit sie das Anwesen verurteilen. Und er streut Gerüchte am Dorf, damit die Leute sich fragen, was an diesem Haus so besonders ist.« Frau Bachmann schloss die Augen und seufzte lang und müde. »Ich wusste, dass er so etwas tun würde. Mein Neffe akzeptiert nie eine Niederlage.« Sie öffnete die Augen und sah Lena entschlossen an, aber er weiß nicht, mit wem er sich anlegt. Weder er noch das Bauinspektorat können ihnen dieses Haus wegnehmen, wenn sie es nicht verkaufen wollen. Die Grundbucheinträge sind legal und unanfechtbar, aber wenn sie es für unbewohnbar erklären, kann ich dort nicht leben, und dann wird Reto weiter Druck machen, bis ich keine andere Wahl habe, als zu verkaufen. Nicht, wenn wir das Haus zuerst reparieren. Ich habe kein Geld für die Reparaturen und Sie haben mir schon so viel gegeben. Ich kann Sie nicht um mehr bitten. Frau Bachmann nahm Lenas Hände in ihre. »Lena, Sie haben das Zimmer geöffnet.« Lena nickte, Tränen drohten überzulaufen. »Haben Sie gesehen, was drin ist?« »Ja, ich habe alles gesehen. Ich kann nicht glauben, dass es real ist. Ich kann nicht glauben, dass es jetzt meins ist.« »Dann wissen Sie die Antwort«, sagte Frau Bachmann sanft. »Verkaufen Sie ein Stück, nur eines, etwas Kleines, das nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt. Verwenden Sie das Geld, um das Haus zu reparieren. Machen Sie es bewohnbar, und wenn das Bauinspektorat zur Inspektion kommt, werden Sie kein rechtliches Argument haben, um es zu verurteilen.« Lena sah sie mit weit aufgerissenen Augen an. »Ein Stück verkaufen? Aber wie? Wo? An wen? Ich werde Ihnen helfen. Ich kenne Leute, diskrete Sammler, Leute, die gut bezahlen und keine unangenehmen Fragen stellen.« Frau Bachmann lächelte. »Mein Großvater war nicht der Einzige in der Familie mit Verbindungen, wissen Sie?« Zum ersten Mal an diesem Tag verspürte Lena einen Funken Hoffnung. »Gehen Sie zurück nach Hause«, fuhr Frau Bachmann fort. »Suchen Sie sich ein Stück aus dem Zimmer aus, etwas Wertvolles, aber nicht zu Großes. Bringen Sie es mir morgen früh und lassen Sie mich den Rest erledigen.« Lena umarmte die Millionärin fest, unfähig, die Dankbarkeit, die sie empfand, in Worte zu fassen. Frau Bachmann erwiderte die Umarmung, und in diesem Moment klammerten sich die beiden einsamen Frauen,
aneinander wie Schiffbrüchige inmitten eines Sturms. Als Lena zum schiefen Haus zurückkehrte, war es bereits spät. Die Sonne ging unter und färbte den Himmel orange und violett. Ihre Kinder rannten ihr entgegen, erleichtert, dass sie zurück war. Sie bereitete ihnen ein einfaches Abendessen zu und brachte sie früh ins Bett, sang ihnen Lieder, die Thomas ihnen zu singen pflegte, als er noch lebte. Dann, als das ganze Haus still war, kehrte Lena mit einer Kerze in der Hand in das verschlossene Zimmer zurück. Sie kniete vor den Truhen nieder und begann, deren Inhalt sorgfältig zu überprüfen, auf der Suche nach etwas, das sie verkaufen konnte, ohne das Gefühl zu haben, Frau Bachmanns Geschenk zu verraten. Schließlich fand sie ganz unten in der zweiten Truhe eine Halskette. Sie war wunderschön, aber nicht protzig. Eine dünne Goldkette mit einem ovalen Medaillon, das ein Miniaturporträt einer jungen Frau enthielt. Die Arbeit war exquisit, eindeutig antik, wahrscheinlich vom frühen 19. Jahrhundert, wertvoll, aber nicht so sehr wie die Silberbarren, Musik oder die barocken Gemälde. Lena hielt sie ins Kerzenlicht und bewunderte die Details des Medaillons. Dann legte sie vorsichtig in ihre Tasche. Morgen würde sie beginnen, ihr Schicksal zu ändern. Musik. Doch während sie die Zimmertür schloss und ins Wohnzimmer zurückging, sah sie nicht die Gestalt, die das Haus von den Bäumen auf der anderen Straßenseite aus beobachtete. Sie sah nicht das Glänzen eines Fernglases, das das Mondlicht reflektierte. Sie hörte nicht das Klicken Musik einer Kamera, die Ei am Dunkeln fotografierte. Reto Bachmann war nicht allein dabei. Er hatte jemanden angeheuert. Jemanden, der das Haus Tag und Nacht überwachen würde. Jemanden, der Musik, jede Bewegung von Lena, jeden Ein- und Ausgang, jeden Besucher melden würde. Musik. Und wenn sie schließlich entdeckten, welches Geheimnis dieses schiefe Haus verbarg, wenn sie schließlich verstanden, warum Frau Bachmann es einer einfachen Dienstbotin gegeben hatte, Musik, würde der wahre Krieg erst beginnen. Der Dienstag brach mit einem klaren Himmel an, der intensive Hitze versprach. Lena stand vor Sonnenaufgang auf. Musik wusch sich so gut es ging mit dem kalten Wasser aus dem verrosteten Wasserhahn ihr am Bad und zog ihre beste Kleidung an. Musik. Die antike Halskette ruhte in einem Stoffbeutel in ihrer Tasche. Ihr Gewicht war Musik, eher symbolisch als physisch. Sie ließ Elias auf seine Geschwister aufpassen mit strengen Anweisungen, niemandem die Tür öffnen, die Fenster, die noch Glas hatten, geschlossen halten. Und wenn sie den schwarzen Mercedes von Reto sahen, sollten sie sich am hinteren Zimmer verstecken, bis er weg war. »Mama, du machst mir Angst«, sagte Elias, Musik mit gerunzelter Stirn. Er war 14 Jahre alt, aber manchmal wirkte er viel älter, besonders seit dem Tod seines Vaters. »Keine Angst, mein Schatz, sei nur vorsichtig. Ich bin vor dem Mittag wieder da.« Die Fahrt zum Herrenhaus Tannenhof fühlte sich ewig an. Jede Minute, die sie von ihren Kindern entfernt war, war eine Qual. Musik. Doch als sie schließlich ankam und Frau Bachmann persönlich die Tür öffnete, spürte Lena, dass sie wieder atmen konnte. »Kommen Sie herein, kommen Sie herein. Ich habe Sie erwartet.« Musik. Im privaten Arbeitszimmer von Frau Bachmann zog Lena mit zitternden Händen die Halskette hervor. Die Millionärin untersuchte sie unter dem Fensterlicht. Musik drehte das Medaillon mit geschickten Fingern. »Es ist wunderschön. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen, wahrscheinlich aus Europa, während der damaligen Zeit nach Mexiko gebracht.« Sie blickte Lena an. »Sie haben gut gewählt. Das ist wertvoll, aber nicht so selten, dass es zu viel Aufmerksamkeit erregt. Sagen Sie, wie viel, glauben Sie, ist es wert? Auf dem freien Markt mit Echtheitszertifikaten und Herkunftsnachweisen könnte es zwischen 200.000 und 300.000 Franken wert sein, aber wir gehen nicht auf den freien Markt.« Frau Bachmann wickelte die Halskette wieder in den Stoff ein. »Ich habe einen Freund in Bern, Dr. Steiner. Er ist ein sehr diskreter Privatsammler. Ich habe ihm schon früher Dinge verkauft. Er stellt keine Fragen und zahlt bar. Er kann uns 150.000 Franken dafür geben. Noch heute.« Lena konnte kaum glauben, was geschah. Es war zu einfach, zu schnell. Braucht er keine Papiere, Dokumente? Dr. Steiner lächelte freundlich. »Musik, Liebe, in meinem Beruf ist es manchmal besser, die Herkunft nicht zu sehr zu hinterfragen. Ich vertraue auf Elisabeths Urteilsvermögen. Wenn sie sagt, das ist legitim, reicht mir das.« 20 Minuten später verließ Lena dieses Büro mit einem braunen Umschlag voller Musik, 500er und 1000er, Noten, 150.000 Franken, einem Gewicht, das physisch, aber auch symbolisch war, Musik dem Gewicht der Hoffnung. Auf dem Rückweg gab Frau Bachmann ihr praktische Ratschläge. »Suchen Sie Maurermeister Lehmann auf. Er ist der beste Maurer in Grünwald, der beste in der Region. Sagen Sie ihm, dass ich Sie geschickt habe. Er kann Ihr Haus in 2 Wochen reparieren, wenn Sie schnell arbeiten. Verwenden Sie 80.000 für die Reparaturen. Sparen Sie den Rest für Notfälle und für Ihre Kinder. Und wenn Reto versucht, die Bauarbeiten zu stoppen,
Kann er das nicht? Musik, es ist Ihr Eigentum. Aber arbeiten Sie schnell? Lena sehr schnell. Als Lena zum schiefen Haus zurückkehrte, war es fast Musik 15 Uhr. Ihre Kinder rannten ihr entgegen und sie umarmte sie mit einer Kraft, die sie vor Lachen schreien ließ. Dann zeigte sie ihnen den Umschlag mit dem Geld, ohne ihnen genau zu sagen, wie viel es war, und erklärte ihnen, dass sie das Haus reparieren würden. »Wirklich, Mama?« fragte Laura mit leuchtenden Augen. »Wird es Elektrizität und warmes Wasser haben?« »Ja, mein Schatz, alles, was wir brauchen. Musik.« An diesem Nachmittag ging Lena ins Dorf und fand Maurermeister Lehmann in seiner Werkstatt, einen Mann um die 50 mit riesigen Händen und einem sonnengegerbten Gesicht. Als sie den Namen von Frau Bachmann erwähnte, richtete sich Herr Lehmann respektvoll auf. »Wenn Frau Bachmann befiehlt, dann arbeite ich für Sie. Wann fangen wir an?« »Morgen. Und ich brauche Sie, um schnell zu arbeiten, sehr schnell.« Herr Lehmann kam am Mittwoch ihr am Morgengrauen mit einer Truppe von 5 Männern. Musik, sie begannen sofort. Sie verstärkten die Hauptbalken des Daches, reparierten die Risse in den Wänden mit neuem Mörtel, Musik wechselten die zerbrochenen Fenster aus, installierten Elektrizität mit Hilfe eines Elektrikers aus dem Dorf, schlossen die Wasserleitungen an, schliffen und lackierten den Holzboden. Das Haus verwandelte sich in ein Bienenhaus voller Aktivität. Die Kinder halfen, Werkzeuge zu tragen und Sägemehl zu fegen. Lena kochte reichlich Essen für die Arbeiter und überwachte jedes Detail. Und Herr Lehmann, seinem Wort treu, arbeitete von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Pause. Doch am Donnerstagnachmittag, als Lena ins Dorf ging, um weitere Vorräte zu kaufen, hörte sie das Gemurmel. Die Klatschtanten auf dem Markt sprachen über sie. Sie sagen, sie hat verstecktes Geld in diesem Haus gefunden. Nein, ich habe gehört, dass Frau Bachmann ihr heimlich mehr Geld gibt. Und wenn da etwas Wertvolles ist, warum sonst sollte sie ihr ein Haus schenken? Lena biss die Zähne zusammen und ging weiter. Die Gerüchte, die Reto gestreut hatte, wuchsen wie Unkraut, aber sie konnte nichts dagegen tun, außer die Reparaturen so schnell wie möglich abzuschließen. Am Freitag kam die Nachricht, die Lena gefürchtet hatte. Herr Lehmann rief sie an, während sie in der Küche das Mittagessen zubereitete. »Frau Brunner, es sind Männer draußen. Sie sagen, sie seien vom Bauinspektorat.« Lenas Herz setzte einen schmerzhaften Schlag aus. Sie ging auf die Veranda und sah einen weißen SUV auf dem Weg parken. 2 Männer in blauen Hemden mit Klemmbrettern stiegen aus dem Fahrzeug und hinter ihnen, in seinem schwarzen Mercedes, stand Reto Bachmann mit einem zufriedenen Lächeln. »Guten Morgen.« »Musik«, sagte einer der Inspektoren, ein kräftiger Mann um die 40. »Ich bin Ingenieur Meyer vom Bauinspektorat. Musik. Wir haben einen Bericht erhalten, dass diese Struktur unsicher ist. Wir kommen, um eine Inspektion durchzuführen. Bitte kommen Sie herein«, sagte Lena mit fester Stimme, obwohl sie innerlich zitterte. »Wie Sie sehen können, führen wir Reparaturen durch.« Herr Lehmann näherte sich mit seinen aufgerollten Plänen unter dem Arm. »Ingenieur Meyer, ich bin Maurermeister Lehmann, zertifiziert. Hier sind die Pläne der strukturellen Reparaturen, die wir durchführen. Alles nach Vorschrift, alles sicher.« Der Ingenieur prüfte die Pläne mit gerunzelter Stirn. Sein Kollege ging über das Grundstück, machte Fotos, maß Risse, überprüfte Balken. Reto beobachtete aus seinem Auto mit verschränkten Armen und angespannter Miene. Die Inspektion dauerte mehr als 2 Stunden. Lena wartete mit einem Kloß I am Magen, während die Inspektoren jeden Winkel des Hauses überprüften. Als sie schließlich fertig waren, Musik, näherte sich Ingenieur Meyer mit ernstem Gesicht. »Frau Brunner, dieses Haus war in sehr schlechtem Zustand. Einige der Hauptbalken waren verrottet. Das Dach war einsturzgefährdet. Die Elektroinstallationen waren nicht vorhanden und gefährlich.« Lena spürte, wie die Welt über ihr zusammenbrach, doch der Ingenieur fuhr fort. »Die Reparaturen, die Sie durchführen, sind jedoch angemessen und professionell. Wenn Maurermeister Lehmann die Arbeit wie geplant fortsetzt, wird diese Struktur in einer Woche vollständig bewohnbar und sicher sein.« Er unterschrieb sein Klemmbrett. »Es gibt keine Räumungsanordnung. Sie können hier weiterleben, während die Arbeiten abgeschlossen werden. Ich bitte Sie nur, mit den Kindern in der Nähe der Baustellen vorsichtig zu sein.« Lena musste sich an die Wand lehnen, um nicht umzufallen. Herr Lehmann lächelte diskret. Die anderen Arbeiter seufzten erleichtert. Reto stieg mit rotem Gesicht vor Wut aus seinem Auto. »Wie ist das möglich? Dieses Haus ist eine öffentliche Gefahr.« »Herr Bachmann«, sagte Ingenieur Meyer mit professionellem, aber kühlem Ton. »Die technische Inspektion stützt Ihre Behauptungen nicht. Dieses Anwesen wird ordnungsgemäß repariert. Es gibt keinen rechtlichen Grund, es zu verurteilen. Aber Sie verstehen nicht. Diese Frau hat kein Recht, Musik hier zu sein. Meine Tante hat einen Fehler gemacht, indem sie Eigentumsfragen fallen nicht in die Zuständigkeit des Bauinspektorats, unterbrach Musik der Ingenieur. Wenn Sie rechtliche Probleme mit der Eigentümerin haben, klären Sie diese vor Gericht. Guten Tag.« Die Inspektoren fuhren in ihrem SUV davon.
Reto blieb neben seinem Mercedes stehen, zitternd vor Wut. Musik. Er sah Lena mit purem Hass an. Woher haben Sie das Geld? Fragte er, Musik mit leiser, gefährlicher Stimme. Woher haben Sie das Geld für all das? Das geht Sie nichts an. Musik, antwortete Lena und fand einen Mut, von dem sie nicht wusste, dass sie ihn hatte. Ihre Tante hat Ihnen mehr als das Haus gegeben, oder? Reto trat einen Schritt auf sie zu. Da ist noch etwas, das hier versteckt ist. Deshalb ist das Haus schief, deshalb hat sie es Ihnen gegeben. Da ist etwas Musikwertvolles. Verlassen Sie mein Grundstück, sagte Lena mit fester Stimme. Jetzt. Reto sah sie lange an, dann lächelte er. Aber es war kein freudiges Lächeln. Es war das Lächeln jemandes, der gerade eine gefährliche Entscheidung getroffen hatte. Das wird nicht so bleiben, flüsterte er. Wenn meine Tante Ihnen mehr als dieses Haus gegeben hat, werde ich es herausfinden. Er beendete den Satz nicht, stieg einfach in sein Auto und fuhr mit voller Geschwindigkeit davon. Herr Lehmann näherte sich Lena und legte eine große, tröstende Hand auf ihre Schulter. Dieser Mann ist gefährlich, Frau Brunner. Seien Sie vorsichtig. Die folgenden Tage vergingen in einem Wirbel von Arbeit. Herr Lehmann und seine Truppe arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das Haus verwandelte sich vor Lenas Augen. Die Wände wurden verstärkt und in warmem Weiß gestrichen. Musik. Das Dach wurde komplett mit neuen Ziegeln repariert. Die Fenster hatten nun glänzende Scheiben und solide Holzrahmen. Elektrizität beleuchtete jeden Winkel, Warmwasser floss durch die neuen Rohre. Aber das Beeindruckendste war die Neigung. Herr Lehmann hatte strukturelle Stützen installiert, die das Haus weniger schief erscheinen ließen, obwohl es ohne eine komplette Rekonstruktion offensichtlich niemals ganz gerade sein konnte. Dennoch war es sicher, Musik, es war bewohnbar, es war ein Zuhause. Am Sonntag, als die Arbeiten fast abgeschlossen waren, kam Frau Musik Bachmann zu Besuch. Sie ging mit Tränen in den Augen durch das Haus. »Mein Großvater wäre stolz«, flüsterte sie. »Sie haben diesem Ort wieder Leben eingehaucht. Musik.« In dieser Nacht, nachdem Frau Bachmann gegangen war, legte Lena ihre Kinder in ihre frisch gestrichenen Zimmer mit neuen Betten, die sie mit einem Teil des Restgeldes gekauft hatte. Die Kinder schliefen lächelnd ein, erschöpft Musik, aber glücklich. Lena setzte sich auf die Veranda, jetzt repariert und stabil, und blickte in die Sterne. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte sie Frieden. Sie hatten es geschafft, entgegen aller Erwartungen, gegen Retos Drohungen, gegen die Gerüchte am Dorf, hatten sie dieses schiefe Haus Musik in ein Zuhause verwandelt. Doch der Frieden währte nur kurz. Um 3 Uhr morgens erwachte Lena von einem seltsamen Geräusch, einem Knarren. Aber es war nicht das normale Knarren eines alten Hauses, das sich setzte. Es war das Knarren von jemandem, der vorsichtig ging und versuchte, keinen Lärm zu machen. Sie stand auf, ohne das Licht anzumachen, und ging barfuß ins Wohnzimmer. Das Mondlicht fiel durch die neuen Fenster Musik und warf lange Schatten auf den Boden. Alles schien normal. Vielleicht war es nur ihre Fantasie gewesen. Dann, Musik, hörte sie ein anderes Geräusch. Dieses kam von draußen, von der Ostseite des Hauses, von der Seite, wo sich das verschlossene Zimmer befand. Lena rannte zum nächsten Fenster und sah hinaus. Was sie sah? Musik ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Da war ein Mann draußen, ganz in Schwarz gekleidet. Musik mit einer kleinen Taschenlampe. Er untersuchte die Außenwand des verschlossenen Zimmers, berührte sie mit den Händen, maß etwas mit einem Maßband, und neben Musik ihm in der Dunkelheit stand Reto Bachmann. Sie suchten etwas. Sie versuchten zu verstehen, warum diese Seite des Hauses so stark geneigt war. Sie waren kurz davor, das Geheimnis des Zimmers zu entdecken, und Lena, allein in der Dunkelheit ihres Hauses, mit ihren 6 schlafenden und wehrlosen Kindern, wusste, dass der wahre Krieg gerade erst begonnen hatte. Denn wenn Reto entdeckte, was in diesem Zimmer war, wenn er den wahren Wert dessen verstand, was seine Tante ihr gegeben hatte, würde er vor nichts Halt machen, um es ihr wegzunehmen. Absolut nichts. Lena beobachtete vom dunklen Fenster aus, wie Reto und der schwarz gekleidete Mann die Außenwand des Zimmers untersuchten. Ihre Hände bewegten sich über das alte Holz, suchten nach Anzeichen, massen die Tiefe der Neigung. Der Mann holte etwas hervor, das wie ein tragbarer Metalldetektor aussah, und führte ihn langsam über die Wand. Das Gerät gab ein konstantes Piepen von sich. Reto lächelte in der Dunkelheit. Musik! Es war das Lächeln eines Raubtiers, das gerade seine Beute gefunden hatte. Lena wich vom Fenster zurück, ihr Herz hämmerte in ihrer Brust. Sie musste etwas tun. Aber was? Wenn sie herausging, um Musik sich ihnen zu stellen, könnten sie gewalttätig werden. Wenn sie die Polizei rief, wären sie schon weg, bis die kämen. Und das Schlimmste von allem, jetzt wusste Reto Bescheid. Vielleicht verstand er nicht genau, was in dem Zimmer war, aber er wusste, dass da etwas Metallisches, etwas Schweres, etwas Wertvolles war. Sie rannte zum Telefon, das mit der neuen Stromleitung installiert worden war, und wählte die Nummer des Herrenhauses Tannenhof.
Es klingelte 4-mal, 5-mal, 6-mal. Schließlich Musik, antwortete die verschlafene Stimme von Frau Bachmann. Hallo, Frau Bachmann. Musik. Hier ist Lena. Reto ist hier. Er ist draußen am Haus mit jemandem. Sie haben einen Metalldetektor. Sie untersuchen das Zimmer. Sie wissen, dass da etwas ist. Die Stille am anderen Ende der Leitung dauerte nur 1 Sekunde, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Gehen Sie nicht raus. Schließen Sie alle Türen. Ich komme sofort und ich bringe Hilfe mit. Die Verbindung wurde unterbrochen. Lena legte den Hörer mit zitternden Händen auf und rannte, um zu überprüfen, ob alle Musiktüren abgeschlossen waren. Dann ging sie zu den Zimmern ihrer Kinder. Elias war wach, saß mit verängstigten Augen auf seinem Bett. »Mama, ich habe draußen Geräusche gehört. Ich weiß, mein Schatz. Bleib hier bei deinen Geschwistern. Geht um Himmels Willen nicht raus. Verstanden?« Elias nickte, aber Lena sah die Angst in seinen Augen. Er war noch so jung, zu jung, um Musik mit solchen Drohungen leben zu müssen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück, gerade als sie den Schlag an der Haustür hörte. Musik, laut, autoritär, alles andere als freundlich. »Lena, öffnen Sie die Tür. Musik. Ich weiß, dass Sie wach sind.« Es war Retos Stimme, aber es lag etwas anderes darin. Jetzt gab es keine Vortäuschung von Höflichkeit mehr. Keine Masken, nur pure Wut und Gier. »Gehen Sie von meinem Grundstück, oder ich rufe die Polizei«, rief Lena von der anderen Seite der Tür. »Nur zu«, rufen Sie. »Bis Sie kommen, habe ich bereits gefunden, was ich suche.« Lena hörte Schritte, die sich von der Haustür entfernten. Sie rannte zum Fenster und sah mit Entsetzen, wie Reto und der schwarz gekleidete Mann auf die Rückseite des Hauses zugingen. Zum verschlossenen Zimmer. Reto trug etwas, das wie ein schwerer Vorschlaghammer aussah. Sie wollten die Wand durchbrechen. Lena rannte zum Flur, der zum Zimmer führte. Sie lehnte ihren Rücken gegen die verschlossene Tür, als könnte ihr Körper das Kommende aufhalten. Sie hörte den ersten Schlag des Vorschlaghammers gegen die Außenwand, dann den Musik-zweiten, dann den dritten. Jeder Aufprall ließ das ganze Haus zittern. »Hört auf«, schrie sie aus voller Kehle. »Das ist mein Eigentum. Musik. Was Sie tun, ist illegal.« Aber die Schläge gingen weiter. Das alte Holz begann nachzugeben. Lena konnte die Stücke hören, die draußen zu Boden fielen. Sie waren kurz davor, ein Loch in die Wand zu schlagen, kurz davor zu sehen, was drin war. Musik. Dann, wie eine Antwort auf ein verzweifeltes Gebet, hörte sie das Geräusch von Fahrzeugen, die sich schnell auf dem Feldweg näherten. Viele Fahrzeuge. Sie rannte zum Vorderfenster und sah 3 SUVs mit eingeschalteten Lichtern auf das Grundstück fahren. Der erste war Frau Bachmanns weißer SUV. Die anderen beiden waren Streifenwagen der Gemeindepolizei Grünwald. Frau Musik. Bachmann stieg aus ihrem Fahrzeug, gefolgt von 4 uniformierten Beamten und einem Mann in Anzug, den Lena erkannte. Musik. Es war Kommandant Roth, der Polizeichef der Gemeinde. Die Schläge an der Rückwand hörten abrupt auf. Lena rannte aus dem Haus und fand Reto und den schwarz gekleideten Mann neben einem faustgroßen Loch in der Holzwand stehen. Reto hielt den Vorschlaghammer immer noch in den Händen. Sein Gesicht war bleich am Licht der Polizeilampen. »Beamter, verhaften Sie diese Männer«, rief Lena und zeigte mit zitterndem Finger auf sie. »Sie zerstören mein Eigentum.« Kommandant Roth näherte sich mit strengem Ausdruck. Er sah das Loch in der Wand, dann Reto, dann den schwarz gekleideten Mann, der versuchte, sich in die Schatten zurückzuziehen. »Reto Bachmann«, sagte der Kommandant mit einer Stimme, die keinen Widerspruch zuließ. »Sie sind verhaftet wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Sie haben das Recht.« »Warten Sie«, unterbrach Reto mit verzweifelter Stimme. »Sie verstehen nicht. Diese Frau hat etwas, das meiner Familie gehört. Meine Tante hat es ihr illegal gegeben. In diesem Haus ist ein Vermögen versteckt.« »Was für ein Vermögen?«, fragte Kommandant Roth skeptisch. »Was für ein Vermögen?« Reto zeigte auf das Loch in der Wand. »Da drinnen. Der Metalldetektor hat es bestätigt. Es gibt Gold, Silber, wertvolle Gegenstände. Mein Großvater hat sie vor Jahrzehnten dort versteckt. Und jetzt diese Frau, Musik. Was in diesem Haus ist«, unterbrach die feste Stimme von Frau Bachmann, die sich der Gruppe näherte, »ist rechtlich Eigentum von Lena Brunner. Die Grundbucheinträge, die wir unterzeichnet haben, umfassen ausdrücklich den gesamten Inhalt des Anwesens. Alles in diesem Haus gehört ihr rechtlich. Aber Tante, das war das Familienvermächtnis. Du kannst es nicht einfach einer Fremden schenken. Ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will, Reto. Und das habe ich getan.« Frau Bachmann wandte sich an den Kommandanten. »Ich habe hier beglaubigte Kopien der Grundbucheinträge. Alles wurde legal vor einem Notar erledigt. Diese Frau hat das Leben meines Enkels gerettet. Ich habe ihr das Haus und seinen gesamten Inhalt als Zeichen der Dankbarkeit gegeben. Mein Neffe hat kein rechtliches Anrecht auf nichts davon.« Der Kommandant prüfte die Dokumente, die Frau Bachmann ihm überreichte. Dann sah er Reto mit Abscheu an. »Herr Bachmann,
Die Dokumente sind in Ordnung. Sie haben kein Anrecht auf dieses Anwesen oder seinen Inhalt. Was Sie heute Nacht getan haben, ist ein schweres Verbrechen. Er gab seinen Beamten ein Zeichen. Verhaften Sie ihn. Nein, warten Sie, schrie Reto, während sich die Beamten näherten. Ich kann Sie bezahlen. Ich kann, aber die Handschellen lagen bereits an seinen Handgelenken. Der schwarz gekleidete Mann wurde ebenfalls verhaftet. Sie wurden zu den Streifenwagen gebracht, während Reto Drohungen und Flüche schrie, die in der Nacht verhallten. Als die Streifenwagen mit ihren Gefangenen davonfuhren, blieb nur die Stille. Lena sank auf das feuchte Gras, zitternd von Kopf bis Fuß. Alles war so schnell passiert, alles war so nah am Desaster gewesen. Frau Bachmann kniete sich neben sie und umarmte sie fest. Es ist vorbei, Sie sind in Sicherheit. Und wenn er wiederkommt, und wenn er mehr Leute anheuert, und wenn, er wird nicht wiederkommen, sagte Frau Bachmann mit absoluter Gewissheit. Musik. Kommandant Roth schuldet mir mehrere Gefallen. Reto wird dafür mindestens einen Monat am Gefängnis verbringen. Und wenn er rauskommt, hat er eine einstweilige Verfügung, die ihm verbietet, sich dieser Immobilie bis auf 500 Meter zu nähern. Außerdem, ein kleines Lächeln erschien auf ihrem müden Gesicht, werde ich morgen mit meinem Anwalt sprechen. Ich werde mein Testament ändern. Musik. Alles, was ich habe, mein gesamtes Vermögen, wird nach meinem Tod an Wohltätigkeitseinrichtungen gehen. Reto und Franziska werden keinen Rappen erhalten. Wenn sie das erfahren, werden sie zu beschäftigt sein, mein Testament anzufechten, um sie zu belästigen. Lena sah die Millionärin mit Tränen an, die ihr über die Wangen liefen. Warum tun sie all das für mich? Weil sie die Tochter sind, die ich nie hatte. Weil ich in ihnen etwas gesehen habe, das ich vor langer Zeit verloren hatte. Echte Güte in einer Welt voller Gier. Frau Bachmann wischte ihr die Tränen mit ihrem Taschentuch ab. Und weil mein Großvater Cornelio gewollt hätte, dass sein Vermögen jemandem zukommt, der es zum Guten nutzt, jemandem wie Ihnen. Die folgenden Tage waren von Übergang geprägt. Herr Lehmann beendete die Reparaturen am Haus, einschließlich des Lochs, das Reto in die Musikwand des Zimmers geschlagen hatte. Das schiefe Haus, jetzt verstärkt und wunderschön, wurde zum Neid der Nachbarschaft. Lena begann, auf Anraten von Frau Bachmann, Stücke des Schatzes mit großer Vorsicht zu verkaufen. Eine Halskette hier, ein Gemälde Musik dort. Immer über Herrn Dr. Steiner, immer mit absoluter Diskretion. Sie verkaufte nie genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber genug, um das Leben ihrer Familie zu verändern. Zuerst kaufte sie ein größeres Haus in Grünwald, in der Nähe der besten Schulen. Sie behielt das schiefe Haus als Anlageimmobilie und vermietete es an eine junge Familie, die es mit Lachen und Leben füllte. Das geheime Zimmer wurde sorgfältig geleert und sein Inhalt wurde in ein Bankschließfach in Zürich gebracht, zu dem nur Lena und Frau Bachmann Zugang hatten. Elias begann Privatunterricht bei den besten Lehrern und zeigte ein erstaunliches Talent für Mathematik. Die Zwillinge Mark und Simon schrieben sich in ein Fußballprogramm ein, das ihre natürlichen Fähigkeiten als Spieler entdeckte. Laura begann Klavierunterricht und füllte das neue Haus mit Musik. Clara gewann einen kantonalen Volkstanzwettbewerb und glänzte bei jeder Aufführung. Und der kleine Gian, jetzt 3 Jahre alt, besuchte einen Kindergarten, wo er lernte und wuchs, umgeben von anderen Kindern. Lena hatte zum ersten Mal Musik in ihrem Leben, Zeit zum Atmen, zum Nachdenken, zum Träumen. Sie belegte Abendkurse, um ihre Sekundarschulbildung abzuschließen, die sie aufgegeben hatte, als sie Thomas heiratete. Sie entdeckte, dass sie gerne las. Sie entdeckte, dass sie intelligent, fähig war, viel mehr, als ihr jemals jemand gesagt hatte. Und Frau Bachmann wurde zu einer ständigen Präsenz in ihrem Leben. Sie aß mindestens 2-mal pro Woche mit ihnen zu Abend. Sie besuchte die Fußballspiele der Zwillinge. Sie hörte Laura Klavier spielen. Sie las Musik, Clara und Jan Geschichten vor. Sie war die Großmutter geworden, die die Kinder nie gehabt hatten. 6 Monate nach Retos Verhaftung saß Lena in der Küche ihres neuen Hauses und bereitete ein Festessen für ein Familienessen zu, als es an der Tür klingelte. Sie öffnete die Tür und fand Stefan Bachmann, den Sohn von Frau Bachmann, mit seiner Frau Valerie und seinem Sohn Levin an der Schwelle stehen. »Lena«, sagte Stefan mit demütiger Stimme, »ich weiß, dass wir uns nicht gut kennen. Ich weiß, dass ich nicht der beste Sohn für meine Mutter war. Aber sie spricht die ganze Zeit von Ihnen, von Ihren Kindern, wie Sie meinen Sohn gerettet haben.« Er machte eine Pause, sichtlich verlegen. »Ich wollte Ihnen persönlich danken und mich dafür entschuldigen, dass ich es nicht früher getan habe.« Levin, jetzt 6 Jahre alt, Musik versteckte sich schüchtern hinter den Beinen seines Vaters. Doch als er Lena sah, leuchteten seine Augen auf. »Sie sind die Frau, die mich aus dem Teich gerettet hat.« Lena kniete sich auf seine Höhe und lächelte. »Musik. Hallo Levin, wie geht es dir?« »Gut.« Papa sagt, »du bist eine Heldin.« Er sagt, »ohne dich wäre ich.« Der Junge beendete den Satz nicht,
aber seine kleinen Augen füllten sich mit Tränen. Musik. Lena umarmte ihn sanft. Dir geht es gut, das ist das Einzige, was zählt. In dieser Nacht war das Abendessen laut und chaotisch, Musik und perfekt. Lenas Kinder und Levin spielten am Garten. Stefan und Valerie unterhielten sich mit Frau Bachmann über einen Umzug zurück nach Grünwald, um näher bei ihr zu sein. Lena beobachtete die Szene aus der Küche. Ihr Herz war so voll, dass sie dachte, es würde explodieren. »Woran denkst du?« fragte Frau Bachmann und trat mit 2 Tassen Kaffee neben sie. »Ich denke an Thomas«, sagte Lena ehrlich. »Ich wünschte, er wäre hier, um das zu sehen, um unsere Kinder glücklich, gesund und mit Zukunft zu sehen, um zu wissen, dass am Ende alles gut ausgegangen ist. Er weiß es. Musik«, sagte Frau Bachmann sanft. »Wo immer er ist, er weiß es und ist stolz auf dich.« Ein Jahr nach dem Erhalt des schiefen Hauses saß Lena an einem Sonntagnachmittag auf der Veranda, Musik ihres ursprünglichen Hauses. Das Haus war vollständig restauriert worden und nun pflegte die Familie, die es mietete, es liebevoll. Lena besuchte es hin und wieder, nur um sich zu erinnern. Frau Bachmann kam in ihrem weißen SUV und setzte sich neben sie auf die reparierten Treppen. »Wissen Sie, was mein Großvater Cornelio mir vor seinem Tod gesagt hat?« fragte die Millionärin plötzlich. »Ich war 12 Jahre alt. Musik. Er lag sehr krank in seinem Bett, aber er nahm meine Hand und sagte, »Elisabeth, Geld ist nur Papier und Metall. Was Musik zählt ist, was du damit machst. Nutze es, um zu schützen, wer es verdient, um demjenigen Chancen zu geben, der ein gutes Herz, aber Pech hat. Das ist die einzige Art, wie Geld wahren Wert hat.« Frau Bachmann sah Lena mit Tränen in ihren grauen Augen an. Jahrzehntelang verstand ich nicht, was er Musik meinte. Ich bewahrte sein Vermögen versteckt in diesem Zimmer aus Angst, dass es in falsche Hände fallen würde. Aber als ich sah, wie sie ohne nachzudenken in diesen Teich sprangen, als ich ihr reines Herz und ihren Mut sah, verstand ich endlich, was mein Großvater meinte. Sie nahm Lenas Hand in ihre. »Sie sind der Grund, warum er dieses Vermögen bewahrt hat. Sie sind die Person, die es verdient hat, es zu finden.« Lena konnte nicht sprechen, umarmte Frau Bachmann nur und weinte Tränen der Dankbarkeit, der Erleichterung, Musik des puren Glücks. 3 Jahre später wurde Elias mit einem Vollstipendium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, ETH Zürich, für Ingenieurwissenschaften angenommen. Musik. Die Zwillinge spielten in den Juniorenmannschaften eines Profifußballvereins. Musik. Laura gab Klavierkonzerte in der Stadt. Clara gewann einen kantonalen Volkstanzwettbewerb. Musik und Gian, jetzt 5 Jahre alt, las Bücher, die Kinder von 7 Jahren kaum verstehen konnten. Lena hatte ihr Abitur abgeschlossen und studierte Betriebswirtschaft an der örtlichen Universität. Sie hatte eine kleine Stiftung eröffnet, die Witwen in ähnlichen Situationen wie ihrer eigenen half. Sie gab ihnen Arbeit, Ausbildung, emotionale Unterstützung. Sie hatte sie Stiftung Cornelio Bachmann Musik genannt, zu Ehren von Frau Bachmanns Großvater. Und das schiefe Haus, diese geneigte Struktur, die einst kurz vor dem Einsturz stand, war zu einer Legende in Grünwald geworden. Die Leute erzählten die Geschichte der armen Witwe, die ein Haus erhalten hatte, das aussah, aber ein Wunder verbarg. Ein Haus, das sich nicht wegen eines Fluches neigte, sondern unter dem Gewicht der Liebe und Großzügigkeit eines Mannes, der sein Vermögen für die richtige Person bewahrt hatte, eine Person, die nicht sein Blut war, Musik aber ein Herz bewiesen hatte, das er immer geschätzt hatte. Musik demütig, Musik mutig, gütig. 5 Jahre nach dieser Nacht, in der Lena ihren Musik, Mann in der Schreinerei sterben sah, stand sie mit ihren 6 Kindern vor dem schiefen Haus. Musik, alle elegant gekleidet. Frau Bachmann stand neben ihr, jetzt 65 Jahre alt, aber immer noch stark und würdevoll. »Mama«, sagte Elias, Musik jetzt 19 Jahre alt und größer als sie. »Bist du bereit?« Lena sah das Haus ein letztes Mal an. Das Haus, das unter dem Gewicht eines Geheimnisses schief gestanden hatte. Das Haus, das ihr eine zweite Chance gegeben hatte. Das Haus, das ihr Leben und das ihrer Kinder für immer verändert hatte. »Ja«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich bin bereit«, denn an diesem Nachmittag würde Lena Brunner etwas tun, das sie sich nie hätte vorstellen können. Sie würde zur Graduierungsfeier von Elias an der Universität gehen. Sie würde ihren Sohn, den Sohn des musikverstorbenen Zimmermanns und der armen Witwe, seinen Ingenieurstitel erhalten sehen. Und dann würden sie zusammen in einem eleganten Restaurant zu Abend essen, alle 8, und nicht nur die Graduierung feiern, Musik, sondern den ganzen Weg, den sie zurückgelegt hatten. Ein Weg, der mit einer Tragödie begonnen, mit Demütigungen und Armut weitergegangen war, aber Erlösung im einfachsten und tiefsten Akt gefunden hatte, der Güte. Die Güte, ein Leben zu retten, ohne etwas dafür zu verlangen. Die Güte, diese Güte zu erkennen und zu belohnen. Die Güte, die sich wie Wellen am Wasser vermehrt und ausbreitet, Leben berührt, Schicksale verwandelt, Wunder schafft.
Als sie zu dem neuen Auto gingen, das Lena mit ehrlich verdientem Geld aus ihrer Arbeit und ihren klugen Investitionen gekauft hatte, nahm Gian ihre Hand. »Mama, stimmt es, dass wir einmal arm waren?« Lena kniete sich neben ihren jüngsten Sohn und streichelte sein Haar. »Ja, mein Schatz, einmal waren wir arm, aber wir waren nie elend, denn wir hatten immer Liebe, und jetzt haben wir Liebe und auch Möglichkeiten. Aber das Wichtigste, was du nie vergessen darfst, Musik ist, dass die Liebe zuerst kam. Und das schiefe Haus?« fragte das Kind neugierig. Warum war es schief? Lena lächelte und blickte zu der geneigten Struktur Musik auf, die nun am Nachmittagslicht glänzte. Weil manchmal die wertvollsten Dinge am Leben so schwer, so wichtig sind, dass sie alles um sich herum ein wenig neigen. Aber das bedeutet nicht, dass sie kaputt sind. Es bedeutet nur, dass sie gefüllt sind. Gefüllt mit Geschichte, mit Liebe, mit Geheimnissen, die darauf warteten, von der richtigen Person entdeckt zu werden. Und du warst die richtige Person. Das sagen sie, Musik, antwortete Lena und umarmte ihren Sohn. Aber ich glaube, die richtige Person ist einfach jemand, der bereit ist, das Richtige zu tun, Musik, wenn niemand sonst es tut. Jemand, der das, was er liebt, mit seinem Leben schützt. Denn am Ende schützt das, was du mit deinem Leben schützt, dich. Und während das Auto auf dem Feldweg davonfuhr und das schiefe Haus, das ihr Leben für immer verändert hatte, hinter sich ließ, wusste Lena mit absoluter Gewissheit, dass sich alles gelohnt hatte. Jede Träne, jede Demütigung, jeder Moment der Angst und des Zweifels, denn am Ende findet die Güte immer ihre Belohnung. Nicht immer, wenn wir sie erwarten, nicht immer, wie wir sie uns vorstellen, aber immer, schließlich gibt das Leben dir zurück, was du gibst. Und sie hatte alles gegeben, was sie hatte. Ihre Arbeit, ihre Würde, ihren Mut. Und das Leben hatte ihr ein Wunder zurückgegeben, versteckt in einem geneigten Haus, geduldig darauf wartend, dass die richtige Person die Musiktür öffnet und entdeckt, dass die größten Schätze nicht diejenigen sind, die mit Gold und Silber glänzen, sondern diejenigen, die mit Liebe gebaut, mit Mut geschützt und mit einem großzügigen Herzen geteilt werden, das nie vergisst, woher es kam, Musik und wem es zu danken hat. Wenn Sie diese Geschichte berührt hat, abonnieren Sie den Kanal, um die nächsten nicht zu verpassen. Gott segne Sie.